irgendwas geht nicht, oder das geht nicht, oder irgendwas geht auf alle Fälle nicht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, ich weiß nicht was, aber irgendwas geht nicht. Ich glaube, es geht. Wenn wir nicht sehen. Okay, das Mikrofon schluckt schon mehr aus, das ist schon mal gut. So, geht der Desktop-Sound. Ich weiß nicht! Ich weiß das nicht! Moment, Facebook. Ah! Da geht! Schwierig! Ah, ich hab mich selber! Schwierig! Ah! Was bist du, Alter? Bist du vollkommen besoffen? Was ist aus dem 1 Euro, mein Schmiedi? Rosit und OIS Guade Fox MC Cloud Küsschen aufs Nüsschen Hashtag Was? Haselnuss Hashtag Erdnuss Hashtag Kokosnuss Hashtag Om. Alter, Schmiedi! Nein, jetzt ich hab dir nicht mehr, hab ich dir gesagt, das wird das Jahr. Weiß ich nicht. Was ist das für... Schmiedi, merci dir. Opa, merci dir. Mieti! Was? Mizi, wir wahrscheinlich Date Night. Da Bürger ist Druck. Stinkici. Mieti, du hast jetzt Pause, hat der Opa gesagt. Das ist gehört. Ich möcht's hoffen, Alter. Opa, Schmiedi, merci. Leute, habe die Ehre miteinander. Was hier kurz neues Jahr und der ganze Scheißträger und was dasselbe ist. Alter, ich hab mir an Silvester so dermaßen weggeballert, dass ich bis letzten Mittwoch braucht habe, bis ich wieder gewusst habe, wo ich wohne. Keine Ahnung, was da schon wieder kaputt war. Das war das Gang wieder bis zu meinem Geburtstag. Aber an meinem Geburtstag ist wahrscheinlich LAN. Beziehungsweise einen Tag danach, das kann ich auch wieder nicht saufen. Scheiße, kaufen, Alter. Habe die Ehre! Feuer! Aber gutes neues Jahr, vor allem, was? Schnotzi, Hirschi, Auf Flip. ein gutes neues Jahr Bierkrug von allen Schnotzi, Hirschi, Flip, Bierkrug. Von allen Schnotzi, Hirschi, Flip. Ich weiß nicht, was da los ist. Feuerwehr, voll merci dir. Habe die Ehre, Leute, wie geht's euch? Bin wieder da. Ich bin wieder da. Pro zu schauen. Servus Bier, servus Jana. Servus Michi. Servus Jana. Servus Michi. Was ist jetzt ein Schlaganfall zwischen den Namen oder was ist denn da los, Alter? Was ist das denn? Schicki! Pro zu schauen, merci dir. Grüß mal Jana und Michi. Jana, Michi. Jana, Michi. Schicki, merci für den Zyklus. Was geht ab? Ich weiß nicht. Es geht auf alle wieder genauso weiter, bis letztes Jahr aufgehört. Offensichtlich. Aguaz, nice Joa. Das wünsche ich ja und dir auch, Koni, merci dir. Bussi aufs Nussi. Das haben wir schon lange nicht mehr gehört. So, Fana. Dieses Bein. Feuerfahrt! Herr Rössler, merci dir für deine Mitgliedschaft. Luki, merci für dein Fünfer. Es war eigentlich, was habe ich noch wagen Endlich sinnvolle Abendunterhaltung. Luki, merci für deinen Fünfer, Bussi aufs Nussi. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das müsst ihr selber entscheiden, aber das sehen wir dann schon. Alex! Victory Geste mittelhelle Hautfarbe, Victory Geste mittelhelle Hautfarbe, Raute Österarm. Österarm! Ich weiß, das ist der. Nein, los, Birger. Nein, der Österarm ist was anderes. Alex, merci wieder. Kruzifix. Leute, chillt, aber ich dachte gerne wenigstens irgendwas erzählen. Irgendwas, was war. Was hast du? Eigentlich wollte ich ja ein Video machen von dem, was ich tue in meinem Urlaub. Nix davon habe ich da. Ich sag's euch, was ist nix davon habe ich da? Wieder mein Backel ausbackelt. Der MRC ist wahrscheinlich auch da, der wird wissen, was ich meine. Ich hab's nicht mehr aufgemacht. Ich weiß eigentlich nicht, was ich gemacht habe. Ich kann nichts erzählen, weil gleich das ist immer der gleiche Scheiß. Ich flippe aus. Daffi! Merci dir! Bruckner seht, merci für den Euro Map! Und wer nicht mit dort, schlägt sein Mosi. Die verdammte Mose. Ich hoffe, wir finden mal eine. Ich hab so Bock auf das, Alter. Ich kann's keinem Menschen nicht sagen. Frau Schrö, merci für den Euro. Gutes Nice, endlich streamst du wieder. Hat mir Weihnachten ein Haxbro. Jetzt soll das Leben wieder einen Sinn. Haxbro ist geil, das dauert kein Urlaub 2 Monate lang. Super awesome. Frau Schrö, danke dir. Jorgo, merci für den Fünfer. Daffi, merci für den Fünfer. Bruckner sieht, merci für den Euro. Ich hoffe, ich übersehe keinen. Keine Ahnung. Magazin, wo? PvP, wo? Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Freunde der Sonne, wir beleben heute ein LeBron, The Rise of the LeBron. So soll eigentlich der Stream heißen. Ja, so heißt der Streamer. Ja, so war ich schlau genug, dass ich es so nehme. Der Plan ist, selbe, was wir letztes Jahr am Anfang auch gemacht haben. Looten und bluten. Bloß, dass wir diesmal Konfrontationen nicht so massiv aus dem Weg gehen werden. Sondern wenn wir ein bisschen Equip haben, also eine Waffen zumindest, mit der wir uns einigermaßen wehren können, nicht irgendeine gestungene, was weiß ich, Mosin hätte ich jetzt fast gesagt. Mosin ist das beste Leben, Alter. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Mosin ist, das ist ein Repetiergewehr, ein Starks. Nee? Oh, kommst du mal sauber hier, peng, peng. Gegner, adios. Nee, so. Leute, jetzt schickt Hilfe. Was dert's denn hier? Ihr seid laut auf Gott, verdammte Verrückte! Und hob dir zu, Show.
Herr Riedelstädter, bist du in New York? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Weiß ich nicht. Wenn nicht, WB, merci dir. Bernhard, servus, Bier, frohes Neues, wünsche ich dir auch. Bussi, Tobi, merci, servus, Meister, sei froh über den Silvester. Bei mir war Jim Beam und Jack Daniels. Ja, bei mir der absolut. Es war absolut zu viel. Die war dann auch absolut leer am Schluss. Ja, egal. Merci. Leute, danke schön. Danke. Passend zum Stream der Pulli. Nice. Oh, Mr. Fox McCloud. Sie haben es bemerkt. Er schaut ein bisschen farblos aus. Das liegt aber an der Kameraeinstellung. Gibt's halt an Leborn? Letztes Was Mal denn? war's ja da Leguan sich Nix verlassen auf was den der Bodenwelten. Leguan. Alter! Wir haben so fucking Camouflage, ab jetzt heißt man Leguan! Was ist mit euch? Christoph, ist der Christoph, bitte zeig nicht mal einen Leguan. Ich brauch sofort einen Leguan, es ist mir scheißegal, Alter. Ich brauch einen Leguan! Nico, merci für deine Mitgliedschaft. Chicky, merci für deinen 5er. 5 Nase, merci dir. Leute, ich komm nicht mehr nach, was ist mit euch? Dani, merci dir. Leute, jetzt beruhigt euch. Ich flippe aus damit, Alter, was ist los? Dani, merci für deine Mitgliedschaft. Sehr Bürgerschiede wieder zum Singen. Schön euch wieder zu sehen. Ich bin richtig froh, wieder da zu sein. So wie das ist. Die 2 Wochen haben sau gut da. Es gehören eigentlich mehrere oder 3 kurze Pausen übers Jahr verteilt, anstatt eine kurze und eine extrem lange. Irgendwie. Keine Ahnung. Ja, es ist in der Zukunftsbürger drum kümmern, weiß ich jetzt auch nicht. Hashtag Leguan! Wo ist der Hashtag Leguan? Der Einzige, der es verstanden hat, ist der Inproxy. Wo? Hashtag Leguan, wo? Wo? Opas Miezi! Opas Miezi erlaubt sie. Oh. Opa oder Miezi vor mir zugezogen. Opa, wenn Miezi erlaubt, dann ist es gut. Miezi erlaubt MXD. Und aber es braucht die ganze 10er kosten. Ich weiß nicht, was mit euch ist. Ich weiß nicht, was mit euch ist. Ich weiß nicht. Ich versteh's nicht. Oh, wie ist gut. Frankie, merci dir für deine Mitgliedschaft. Miezi, merci dir. Es hört einfach nicht auf. Basti, Dankeschön. Servus, endlich wieder Stream. Basti, das Ding mir ja. Ich hab so hart Bock auf das hier, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Leute, danke schön. Ich weiß nicht, warum die Donations sind noch broken. Hab ich nicht vor dem Mini-Urlaub gesagt? Stream Daumen hoch Bierkrug. Hab ich nicht vor dem Stream, vor dem Urlaub noch gesagt, ich wechsle im Urlaub zu Tippi-Stream? Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Schulz, jetzt hört's halt bitte auf mit den ganzen 10er und 20er. Muss ich die selbe Scheiße 2022 wieder verzeihen? Postkoan Stream mehr Schaukenner. Das ist nix. OAN Stundenlohn wert Ivoi Wackroften Kuna. Alter, Stundenlohn von 10,35 € ist das nicht illegal? Luki! Stop it! Diese Scheiß... Ich flippe aus, Alter. Ich flippe aus. Diese Community ist völlig Banane, Alter. Völlig Banane. Was ich im Urlaub da hab? Faye Eve gespielt, Battle Brothers gespielt, Faye auf der Couch gelegen und Fernsehen geschaut. Ich kann's eh nicht erzählen, Alter. Ich kann aber nichts erzählen. Ich weiß es nicht. Ja, wo ist er denn? Ach so. Leider, jetzt chillt seine Knirscheiben. Opa, Feuerwehr zu voll. Dankeschön. Rössler Sepp, merci wieder entwickelt. So, fangen wir an, oder? Fangen wir an. Kann man das? Bis um 10 nach gehen wir uns noch. Diese Tradition behalten wir uns bei, okay? Leute, chillen. Was? Wer uns einen 10er nicht ehrt, ist zwar 5er nicht wert. Da habe ich jetzt kurz gebraucht, Opa. Ja, das haben wir aber schon bei 6 5er, wenn ich richtig nachrechne. Habe ich das richtig gesehen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Opa, merci. Miezi, merci. And now kiss. Patrick, merci für die Mitgliedschaft. Ja, wo ist er denn? Achso, ja, dann passt so, So. Na! Oh Gott, der Österreicher Flo ist da. So, ich bin raus. Jahressoll erfüllt. Okay, bye. Was ist denn aus dem guten neuen Sies geworden? Nein, aus dem guten neuen Sies. Flo, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich werde 2022 nicht wissen, was ich sagen soll. Florians aus Österreich hören sowieso nicht auf. Ich weiß es nicht. Von ganzem Herzen vielen Dank und ein frohes neues Jahr, Alter. Okay? Können wir uns da darauf einigen? Ich weiß es auch nicht.
Jetzt kämen halt noch 3. Und nach denen jetzt lassen wir noch 3 durch und dann ist er Ruhe, weil das sowieso nicht aufhört. Das stop! HB This shit, Geräusche, das die stop! AfD wieder du bist. What? Arschens Nice und Raute Map. Map! So ist, was ich verstanden habe. Like me, merci, dir Bussi. Geil, wie viel Sepp! Gutes, nice, Bürgermeister. Herz auf mit den 10er, gibt's ihm gleich die 100er. Füchsluja, knuff deine Monate. Steht ein August auf dem Ofen und Merci. ist recht freundlich. Halbe Dirt. In dem Sinne, Gurz Nice Birge. Wo steht er? Warum steht er denn auf dem Ofen? Warum steht der Gustl auf dem Ofen? Mr. Mash! Bussi, Dankeschön. So. Die Mina lässt man noch durch, okay? Mina lässt man noch durch, dann mache ich zumindest einen Ton aus. Es ist einfach, das ist... Was, der Pickel auf der Nase ist ready. Hab ich einen Pickel auf der Nase? Das ist schon aufgekratzt. Deswegen ist er also ein bisschen rot. Sechs, das ist wunderschön, Alter. Magst du nicht genau Habe sehen? der auf Agurz Nice an Allah. Das ist schön. Das ist ein zauberhafter. Like, Dankeschön. Da ist ein nicer Merci dir. Mina, welcome to the squad, seriously. Like, chillt jetzt eine Knirschein. Also, ich hab mir ja, es ist ja nichts nice, so ungefähr, ja? Ich hab mir schon was gedacht, aber das 10 Minuten einfach ununterbrochen. Unfucking, und jetzt hab ich alles, der Spimm da. Unfucking unterbrochen, einfach nur eskaliert. Ich weiß es auch nicht. Danken. Ich bin ein Rasensprenger. Was fix, ich hab gehofft, ich check den. Steht ein Auges auf dem Ofen und grüßt recht freundlich, halbe Dirt. Dann Mr. Mensch, ich check mir nicht. Sag das, was es ist. Bonsai, merci dir. Manu, merci dir. Leid, ein gutes Nice. Jetzt holt sein Futzen. Und Alerts sind jetzt aus. Ich starte jetzt zumindest schon mal das Spiel. Ist das akzeptabel? Können wir uns da drauf ein? Jetzt hätte ich fast Schau, aus Gewohnheit der letzten 2 Wochen hätte ich jetzt fast Eve gestartet, anstatt fucking Daisy, oder? So, ich hab mir, also jetzt pass auf, ich hab auch irgendwann zwischen letztes Jahr im März, wo wir einen LeBron 1.0 ausgepackt haben, und heute habe ich einmal wieder gespielt. Das ist noch gar nicht so unfassbar lang her mit einem Kumpel. Und hab heute Nachmittag meinen Char killen müssen, den ich da hab. Der war nicht recht equipped, der hat nichts gehabt, das ist scheiß wurscht. Hab mir einen Server ausgesucht, der mir jetzt nicht mehr angezeigt wird. Warum? Komm mal her. Ah, da ist er. So, da gehen wir jetzt mal auf Beitreten. Ich weiß weder, wo ich bin. Ich hab einen Liguan, wie auch immer sie möchten. Hab ich einmal spawnen lassen, hab mich ausgeloggt und wir sind irgendwo. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich hab natürlich Map eingerichtet, ist die da? Map, bist du da? Das machen wir zu, die Scheiße braucht kein Mensch. So, bevor wir jetzt aber anfangen, eine Kleinigkeit muss ich noch kurz erzählen. Und zwar, mit Sicherheit ist irgendjemand da, der sich in die letzten 2 oder 3 Wochen denkt hat, hey, nach Weihnachten, schauen wir mal, weiß ich nicht, vielleicht hat er einen Gutschein gekriegt oder was weiß ich, mit dem neuen 2021er Merch, Jahreszusammenfassungsding, war die letzten 2, ich glaube sogar 3 Wochen offline und wurde gesperrt. Erst einmal vielen herzlichen Dank an alle, die sich so ein Ding gegönnt haben. Das waren einige. Und Gratulation, ihr habt Version 1.0. Es wurde nämlich aus Copyright-Gründen gesperrt. Tja, da bin ich da gesessen und habe mir gedacht, Alter, ihr habt zwar ja teilweise auch zugeschaut, das habe ich alles mit diesen Kackbratzen zeichnet. Was für Copyright? Bist du behindert? Ein Motiv ist drin, das ist so nah am Original, dass ich mir gedacht habe, okay, das kann's sein. Aber das ist ja wohl ein Witz, ich hab doch das zu einem großen Ganzen zusammengebaut und keine Ahnung. Das war's dann auch, und zwar die kleine lila Tentakel, der Purpur aus Day of the Tentacle. Ist zu nah am Original, deswegen haben sie es mir gesperrt. Lustigerweise kriege ich da keine Benachrichtigung, sondern habe einfach nur zufällig entdeckt, wie ich hab irgendwann in meinen Shop eingeschaut und sage so, Motiv gesperrt. Was, wo bin ich? Was, ich friere schon? Wieso friere ich schon? Wieso sehen Sie nichts? Wieso ist das grau? Was ist da? Was ist alles kaputt? Wieso ist alles kaputt? Ich bin da. Moment, ich muss schnell einen Greenscreen. Geht schon wieder alles drunter und drüber. Auf alle Fälle ist der Merch jetzt wieder verfügbar, um das geht's. So, machen wir mal 400. Gib ihm 400. Vielleicht ist der graue Scheiß weg, passt. So, also, ich hab die Tentakel neu gezeichnet. Okay? So schaut's aus. Seit heute ist es wieder online. Nicht kaufen! Nein! Wenn, dann erst ab morgen. Es hat nämlich über ein neues Jahr und auf die Aktion freue ich mich halt auch immer, weil die da halt noch warten, natürlich dann vielleicht auch sagen so, ja, nach Weihnachten gibt's mit Sicherheit Rabatt. Ja, gibt's! Und zwar vom 1.1. bis zum 3.1. und dann ist die Scheiße nicht online. Da war ich ein wenig lästig, das habe ich einer auch gesagt. Sag ich dir, was ist? Habe ich einer auch gesagt, dann habe ich einer gesagt, hier, Map!
Schreibt er zurück so, ja, was Map? Dann sag ich, Map! Dann sagt er, ja, muss ich schauen. Dann sag ich, schau schneller! Dann habe ich gesagt, dann gibst du mir die Scheißaktion nochmal! Wenn's wieder online ist, du Kackspaten, du Klappspaten! Dann hat er gesagt, ja, okay, ab morgen bis Freitag gibt's 22% dieselbe Aktion nochmal. So! Du wirst wieder sauer zu viel miteinander bleiben. So funktioniert die Map-Tasten. War geil, die funktioniert wirklich. So, wir müssen uns bewegen. Leute, schaut's und so. Meine Damen und Herren, I proudly present to you Lee fucking Er hat ein wenig ein zerzaustes T-Shirt da, wie das passiert ist, das weiß ich nicht. Aber er schaut ein bisschen mehr aus wie ein Lee als Braun. Sag ich das richtig? Ich weiß nicht. Hab ich das Headset verkehrt auf? Ich glaube, ich habe das Headset schon wieder verkehrt auf, oder? Hab ich. Absolutes Pro-Gaming, Bitch! Fangen schon wieder gut an. So, kann man uns jetzt konzentrieren? Wir müssen jetzt looten und bluten, Kinder. So, wo wir sind, weiß ich nicht. Wir zoomen einmal raus. Ich habe irgendwie ein bisschen Frame-Drops, habe ich das Gefühl. Moment, da muss ich noch schnell was nachschauen. Moment, da muss ich kurz noch schnell was nachschauen. Arbeitswack. Der Bresel wahrscheinlich gleich am PC, aber das ist so wurscht. Muss ich Grafikkarten auftragen. Hier. Run, Motherfucker. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Sonst geht da gar nichts. Schmiedi, merci für die Mitgliedschaft. Manuel Sondermeier, merci für den Euro. Bonsai-Bam, merci für die Donation. So, das ist nicht der originale LeBron. Ich weiß doch nicht mehr, der heißt jetzt einfach der Lili. Okay? So, muss gelangen. Muss gelangen. So, jetzt drehen wir mal Grafikkarten auf, damit es da nicht so scheiße umeinander ruckelt und dann seht ihr jetzt gerade nicht, aber das ist mir jetzt nicht wurscht. So, wie Sie sehen Sie nichts. Wir haben nichts. Wir haben eine halbe Bandagen, wir haben einen Leuchtstab. Stab! Und ein Opfer. So, da wir natürlich wissen, dass der LeBron unsterblich ist, werden wir den gleich mal aktivieren, heute. Damit uns ja jeder sieht. So. Das ist grünes Licht. Was macht es? Hat er jetzt schon wieder gekotzt, oder was? Nein. Na gut. Dann da die sagen, erst einmal Lage auschecken. Ist da hinten kann die Insel sein, oder? Dann haben wir rechts unten, wenn ich mich richtig an der Map orientiere und erinnert dran, dann haben wir schon eine saubere Jogginghosen gefunden. Ah, schaut euch das an. Die geschissene Jogginghosen, die ist garantiert besser wie unser Entschuldigung an den Pralin-Squad. Stockschwule Dreiviertelhosen! Ansage! Männer in Dreiviertelhosen raus! Das schlimmste Bild auf der ganzen Welt. Männer in Dreiviertelhosen, weiße Tennissäcken und dann Birkenstock wieder. Das ist schon wieder Achterbahn. Schon wieder Achterbahn in der Optik. So, weiter geht's. Müssen wir uns. Okay, nicht, wir dürfen nicht so viel sprinten. Das haben wir letztes Mal schon gelernt. Dann meine ich, da steht eine Karre. Und am Anfang von Zombies erwischen lassen ist auch nicht so geil. Das kürzeste ist die Laserschwerterbild. Ja, SMC-Hosen! Alter! Hashtag absolutes Pro-Gaming! Also, seit wann gibt's denn da Militär? Also, wenn ich glaube, wo wir sind, jetzt schauen wir mal, ob wir uns halbwegs konzentrieren können. Ja, ein bisschen weniger umeinander schreien, ein bisschen mehr Serious Pro-Gaming. Dann haben wir jetzt gerade ziemlich stabile Hosen gefunden und ein ziemlich stabil. So, das ist der Liguan. Der Liguan. Also die untere Hälfte ist schon mal Liguan. Die obere Hälfte ist ein bisschen fällt mir jetzt gerade kein Blödsinn nicht ein. Aber ein bisschen destroyed. Destroyed. Das T-Shirt ist ein bisschen destroyed. Aber jetzt, du musst immer ganze Sätze bilden, wo er jetzt Wort der ersten Hälfte mit Lee anfängt. Lee, Liege, Lien, Dli steht. So, was haben wir da? Bandana. Gleich ins Gesicht. Jawohl, Alter, wenn das nicht Gangster ist, dann weiß ich es auch nicht. Die erste. Ja, stark. Ja, stark. Ich bin mir nicht sicher, was sind das überhaupt für ein Helm? Was ist denn das? Eishockeyhelm. Ah, Hockeyhelm schon. Rover. Leichter Hockeyhelm schützt den Kopf vor Einschlägen und Mitgliedern des gegnerischen Teams. Achso. Alles klar. Bester Helm EU West, wenn er vor Mitgliedern vor anderen Teams schützt. Das ist gut. Das ist gut für uns, glaube ich. So. Mir leicht man natürlich auch fast gar nicht. Das heißt, also wenn da andere Spieler sind, aber ihr kennt den Ligon, Alter. Der ist einfach invincible. Invincible Ligon. Ich hab harte Flashbacks. Haben wir dann. Und instant weiß ich, wo wir sind! Wer kennt die Steine? Wer von euch Pro-Gamer kennt die Steine? Ich weiß genau, wo ich weiß. So. Oh, da ist ein Zombie. Der Zombie sieht mir mal leise sein. Alter,
Beste Leben, Alter. Ich weiß noch, was gestern gewesen, wie der LeBron 1.0 die 2 Waffen da oben runtergeschossen hat. Haha! LOL! Der Lull goes, aber das heißt, wir sind da mit Sicherheit nicht allein. Deswegen halten wir jetzt mal ein bisschen unser Arbeit. Ah ja, feier die Arbeiterjacken! Da hat sich ja noch nie was gefeiert! Tust du mit denen hier, tust du mit denen hier. Schau so, die Phase 1. Wir brauchen eigentlich keine Waffen und nichts. Wir brauchen erstmal was zum Fressen. Kinder, wir brauchen erstmal was zum Fressen. Wirf mal die scheiß Dinge jetzt da weg, weil es jeder Sekt. So, Boni geschissen. Lichtschwert am Boni geschissen. Weiß ich instant, wo wir sind. Also zumindest jetzt da in-game. Ich weiß leider... Oh, der Zombie, der darf uns nicht. Zombies sollten uns jetzt nicht sehen, da haben wir noch relativ wehrlos. Probieren wir jetzt immer schön das Augen da links oben auffällt, da wo mein weißer Punkt jetzt ist, ist das Polizeigebäude für alle, die neu einschalten. Da liegt gern halbwegs brauchbarer Loot in Form von Waffen drin. Da haben überall... Wie viele Zombies sind denn da? Also, ich habe da noch keine Waffen und nix, dass ich irgendjemanden da schlagen kann. Zombie-technisch. Alles andere ist mir jetzt erst einmal wurscht. Dann brauchen wir sowieso erst mal was zum Essen. Ein Tier auf alle Fälle auf. Was haben wir da? Unbekannte Konserve. Nehmen wir mit, der Ligan ist unsterblich, Alter. Liguan. Ja. Und nicht so viel Sprintenbürger. Nicht so viel Sprintenbürger. Und sauber schauen. Der Dr. Matwurst schreibt, habe dir liebe Grüße aus Österreich. Sag ich, liebe Grüße an unsere Lieblingsnachbarn. Gibt's mir gerne mehr ein 2022 Herzal-Spam für unsere Lieblingsnachbarn. Wer nicht mitmacht, schlägt seinen Hassnachbarn. So schaut's aus. So. Die Frage ist, ich weiß ja in der Polizei, ja, da haben auch alle Tiere oft, da ist oben oft, da ist unten oft, da haben wir nicht allein. Wir haben ja übrigens nicht auf einem Low-Server, ja, mit Spielerzahlen technisch, sondern wir haben mindestens auf Medium, wenn nicht sogar auf High. Also wir sind hier nicht allein, ich glaube, ich muss einmal einen Apfel fressen. Tu mir den Apfel jetzt her, hau da mal einen Apfel ein. Das ist wichtig. Rechts unten. Matthias! Der Bürger bin auch wieder dabei und haben die Sitzhocken wie Last aus mit dem Airfield aus, treffen wir uns wieder, lach's mal. Werden wir sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es bis zum Airfield diesmal schaffe. Ob da ein kleiner Schulrucksack, der ist natürlich auch nicht schlecht, der ist auch fast, der ist gut getan, Matthias, merci dir. Was haben wir da? Oh ja, das ist schon mal nicht schlecht. Plastikflaschen. Haben wir ein bisschen was zum Trinken drin, das sollte man aber vermeiden zum Trinken. Ich glaube, weiß das jemand? Das Trinken, das man in Plastikflaschen findet, ob das kontaminiert sein kann? Eine Capri-Hose demoliert, Alter. Die kannst du mir mal schlecken mit deiner Capri-Hosen. Ich hätte gerne eine Capri-Sonne, du Spaß! So. Chill deine Knirscheiben, wir schleichen da ein wenig umeinander. Das ist am Anfang. Am Anfang ist immer... Oh, was haben wir da Schönes? Ein Regenmantel in Neonpink. Ja, das ist natürlich auch geil. Was ist denn das eigentlich? Arbeiterjacke. Wie ist die beieinander? Abgenutzt. Die ist makellos. Ja, aber die ist wasserdicht. Die ist nicht schlecht. Wasserdicht ist am Anfang nicht schlecht. Weißt du, wenn es das Brunzen anfängt? Dann nehmen wir... Oh, Arbeiterhandschuhe haben wir auch. Die schon einmal überhaupt nicht. Und dann gibst du mir mal den roten Ranzen. Ah, damit ist... Wir schauen aus! Weiß ich nicht! Wir schauen aus wie ein 12-jähriger External, das zum ersten Mal in den Schulbus einsteigen möchte! Ich weiß nicht, was zur Hölle! Ja, das wird schon. Das wird schon. Tun Sie sich mal nicht hinunter. Wenn du sicher sein willst, schütz aus, sagt der Duffy. Ja, ich hab's mir gedacht, irgendwas... Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier da einen Zombie rein. Oh, da draußen steht... Oh, die hat einen guten Rucksack dabei. Aber die will wir jetzt boxen. Haben wir gefehlt, Alter. Haben wir mir gefehlt. Außerdem habe ich gelesen, es gibt Neuerungen. Ja, seit dem letzten Mal spielen gibt es halbwegs gravierende Neuerungen in-game. Es gibt jetzt so Biohazard Zones. Das sind so kontaminierte Zonen, ganze Gebiete, da kommst du nur eine, wenn du einen bestimmten ABC-Anzug hast. Und damit meine ich nicht einen... Nein, sag's nicht. Spieler! Haben wir genau gesehen, da hinten schaut er umeinander. Sollen wir uns einen Boxkampf liefern? Ich bin der unbezwingbare Ligan. Gibt's mir irgendeine Schlagwaffe und da schlage ich dich gleich so schnell. Kannst du gar nicht schauen, du Zigeuner. Ich hab ja nix. Ich da schlagen mit meinem Laserschwert. Was haben wir da drin? Oh, jetzt hat er was. Hello. Hello, wie schmeckt's mir? Hello. Provide some food? Warte. Du hast einen lustigen Nikolaus-Party. Ich weiß nicht, was ich da soll. Ich weiß nicht, ob du mich hörst. Wo schmerzt man?
Alt! Do you Hallo! have some food for me? Ich hab kein Food, I can Alter! give you Ich bin der some Lee Gun! bandages. Caps Lock. Test, Test, Mic, Test 1, 3. Hallo? No food? Can you hear me? I don't speak this language. Here's Spanish. Ah, da! Mal Optionen! Optionen! Steuerung! Wo? Steuerung, Tastatur! Sag mal, wo ich schmatzen kann! Wo? Yes, no? Ja, aber yes, no, du Spacken, wenn ich nicht schmatzen kann! Gespannt was! Kein Inventar, wo? Hoch, Eingabe, Alt, links, Modifikator, frei, ich check's nicht. Was tust du denn? Was ist der Vorgelaufen? Hey, best friend, do you wanna be my friend? Every little Lee needs a friend. Ich will ja so gern schmatzen. Oh, ich kann nicht. Bei dir stand Feststelltaste. Test. Hallo? Food, please. Anything to eat? I have nothing to eat. No, senor. Okay. Or maybe a hook A hook? or a bone? Okay. Schade. Schade. Du Spacken, ich kann Deutsch. Ich bin zwar noch legal. Ich möchte so gern schmatzen. Aber was nimmt denn das Ding für ein Mikrofon her? Ah, fuck, man. Wieso kann ich nicht schmatzen? Vertikale Sicht. Deine Mutter ist vertikal ins Gesicht, Alter. Aber ich kann nicht, was soll ich machen? V-Sync aktivieren, du bist behindert. Audio, ich weiß nicht. Zweimal festgestellt hast du? Nein, normalerweise ploppt ja da irgendwo dann ein kleines Mikrofon auf. Das ist echt schade, ich hätte so gern schmerzen. Oh Gott, wir haben ja extrem hungrig. Steuerung, Test. Na. Normalerweise dauert es ein bisschen, also man drückt drauf und dann dauert es ein bisschen. Mann, das ist voll behindert. Wieso? Ich möchte mich so gerne mit meinem neuen besten Freund unterhalten. Rechte Maustaste runter, Klinke, V, Enter. Wo habt's denn ihr da fett, oder? Steuerkreuz unten, Sprachchat, Feststelltaste. Machen wir jetzt mal da. Das frisst er halt nicht. Numlock. Nee. Enter Ziffernblock. Möchtest du diese Nein anwenden? Jetzt! Mike Test 1, 3! Hello! Hallo? Jetzt! Sechstes Mikrofon da. Hallo? Aber was für ein Mikrofon nimmt denn? Ist von meinem Standard-Headset, das Standardkommunikation. Hello? Can you hear me? Hello? Senora? Can you speak to me? Warte, ich muss schon mal mein Headset holen. Mit dem mag ich mich jetzt unterhalten. Kostet es, was es will. Muss ich jetzt ein separate Headset einschmeißen? Hello? I found a potato at least. Okay. Why? I can't tell you my misery. I'm gonna die. Ja, dann müssen wir alleine. Scheiße, da muss ich mich bis zum nächsten Mal drum kümmern, dass das geht. Das ist echt kacke. Das ist echt mehr als kacke. Das ist echt... Ah! Meine Ruhe! Gib mir meine Ruhe! Ja, oh, das ist ein Christ... Oh, so da liegt der Klissi. Der mit dem. Na, der Zombie-Sepp. Na, wo ist meine Ruhe? Ah! Meine Ruhe! Ah! Nur mit das, was tut denn der? Ist der völlig besoffen? Ich helfe ihm. Ich war in Ruhe. Ja, wir müssen mal woanders hingehen. Müssen wir bis zum nächsten Mal. Alter, Brudi, es war mir eine Ehre. Es ist schade, dass du mich nicht hörst, aber Bussi aufs Nussi. Ciao, ne? Ich tue ein bisschen Musik hin. Gibt's da Loot rundum? Was haben wir da? Alter, was ist das? Geschenkpapier. Und ein Pullover. Was soll ich mit dem Pullover? Ich möchte einen Pullover und eine Jacken. Dreck. Mann, jetzt hätte ich so ein schönes Rohr gefunden. Wir verhungern sowieso. Sagt er, der hat ja da schon alles durchgelutet. Wer weiß, wo der schon überall war. Na gut, ja, dann müssen wir weiter. Ich dachte, da hinten habt ihr die Feuerwehr kurz gesehen. Das ist das Feuerwehrgebäude. Da darf ich auch kurz gerne rein, weil da gerne eine Hacke drin liegt. Oh, was haben wir da alles? Ja. Das Bluttransfusionszeug, das hilft uns auch nicht weiter. Das können wir auch nicht fressen. Das können wir auch nicht fressen.
Gehen wir mal Richtung Feuerwehr. Oh, da ist Ding. Oh, nein, scheiße. Oh, hat mich der gesehen? Fürchte ja, oder? Ah! Müssen wir boxen. Schlägerei! Was du mit dem du legst, du Schupferbrunzen! My name is a League One, seit heute. Ja, haben wir schon, hat's schon. Das Rohr ist stabil, Alter. Das hat jetzt 3 Schläge da und dann was im Eimer. Gibt die. Ironic. Das ist der mir sofort wieder weg, der kriegt. Was? Du sollst keinen Hut aufsetzen? Was tust denn du? Das ist ins Gesicht, ein, du. Was tust denn du? Tu die Kruzifixmasken aus, dabei jeder einen Schlaganfall kriegt da herin. Was ist das? Was haben wir da? Ah, was ist ein Laborkittel? Nein, den brauche ich auch nicht. Scheiß Laborkittel, hilft keinem weiter. Ich brauche was zum Essen! Was zum Essen! Ich möchte sogar looten und bluten. Nicht. Blüht man mir? Nein, mir blüht man nicht. Haben wir stabil. Stabil, was ist das? Was haben wir da? Regenmantel. Trainingsjacke. Alles im Arsch. Alles im Arsch. Schleicht man mal ein wenig da herin. Ja, wir will miteinander looten. Ich weiß ja auch nicht. Ja, die Sachen haben aber trotzdem. Okay, da hat jemand geschossen. Kann unser Ende schneller bedeuten, wenn wir meinen, ich hab bloß eine Stange. Ich hab bloß eine Stange. Los mich. Wieder was ich. Aber Zombies laufen da bei uns noch nicht. Also sie sprinten nicht, das heißt den Schuss. Da ist doch gerade ein Schuss eingeschlagen, oder? Aber das ist falsch. Da hinten ist nicht das Polizeigebäude, sondern das Feuerwehrgebäude. Da unten stehen dann halt schon 2 Feuerwehrzombies. Die lassen wir aus. Da ist nichts drin. Ein bisschen rundum schauen. Ich glaube, wir werden nämlich mit Sicherheit verfolgt. Geile Trainingshosen. Noch Flaschen. Und Pistolenschuss. Okay. Am Anfang nehmen wir mal alles mit, was wir haben. Alles nehmen wir mit. Und wir brauchen mal was zum Fressen. Leute, wir brauchen mal was zum Essen. Wir haben da eigentlich überhaupt nichts verloren. Weißt du, mit was wir das probieren könnten? Mit ein paar. Druck mal Q. Nein, ich druck jetzt. Q war hin und her lernen. Ja. Oh shit, wir haben da voll. Man kann jetzt Takedowns machen. Ja, man kann sie bei Zombies hinten anschleichen. Und die dann von hinten one-hitten, aber ich weiß nicht wie. Habe ich noch nicht herausgefunden, wie. Gehen wir mal da auf das Gebäude auf und schauen wir, was passiert. Nur mit Messer? Ah ja, nice to know. Wer hat das geschrieben? Russe des Vertrauens. Wer auch sonst. Wenn der Russe des Vertrauens nichts Vernünftiges schreibt, wer dann? Da ist natürlich auch immer sehr sicher da herum Neon, Pink und Rot auf dem Hausdach umeinander zum Grein. Was haben wir da? Kann man das aufmachen? Ja, kann man. Haben wir da drinnen mal. Mit Chucks. Kein Mensch braucht Chucks. Ich brauche was zum Essen und keine Chucks. Also sollten wir eigentlich in die Wohnhäuser drin schauen, gell? Und nicht da. Nur Crap umeinander. Ja, das hilft mal, ist ein Scheißdreck da in dem Industriezeug. Ah, fuck. Kann man da hinten aussehen? Oh, ich glaub schon. Kann auch nicht sein. Hab jetzt eigentlich keinen Bock da unnötig. Mei! Gibt's am Scheißhaus was? Warum gibt's da am Scheißhaus über nichts? Warum sieht man jetzt kein Leben mehr? Das ist eine interessante Frage. Ich weiß es nicht. Warte mal. Warum sieht man jetzt kein Leben mehr? Das ist wirklich eine gute Frage. Wieso ist die... Was habe ich jetzt wieder da? Ich weiß es nicht! Ich hab so viel umeinander gedrückt, wie ich mit dem anderen geredet hab. Da mit Zirkumflex geht auf alle Fälle das weg. Wie geht das andere nicht bei dir? Weiß ich nicht. In die Einstellungen. Optionen. Steuerung. Ja, nach unten zielen. Feuermodus, Schießen, Gegenstand, schwerer Nahkämpfer, Modifikator, Umgebungsaktion. Ich hab ja da nichts da. Haltepunkt, näher Ziel, Sichtfokus, Kameraperspektive, Textchat, Sprachpegel, Voice, Sprintmodifikator. Zirkumflex Langdrucker. Tatsächlich! Welcher Pro-Gamer hat denn das gewusst? Der Meister jeder! Brudi! Ach, das ist der Feuerwehr Hans. Der Feuerwehr Hans! Der soll abhauen! Lass mich hinten aussehen. Nein, da ist ein Scheiß aus, ich komm nicht mehr aussehen. Ah! Schleicht man vorbei. Sieht aus.
Sneaky Peaky Ligon, Alter. Wenn du Shift gedrückt hältst zum Schlagen, haust du fest dazu. Das ist auch interessant. Bin mir nicht sicher, ob ich das noch gewusst habe. Ich glaube nicht. Da, die Heiserei gehen wir jetzt durch. Vielleicht ist da noch was drin. Schauen wir mal. Nein, nicht sprinten, Birger. Grüezi, fix nochmal, ich reiß die zusammen. Ja, aber da ist halt alles soft. Da wird der andere schon drin gewesen sein. Ah, das nimmt kein gutes Ende, Kinder. Das nimmt kein gutes Ende. Das ist immer so, die ersten, für die Leute vielleicht, die Daisy einmal nicht kennen. Ah! Irgendein Wichser hat auf mich geschossen! Verpiss dich! Frühstück, Gabi! Abflug! Du Klappspaten! Triffst mich nicht! Lauf zickzack! Na, das ist unser Buddy! Ah! 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 Don't kill the Ligon! Oh, kurzer Spaß gewesen! Ah, Spieler! Na, Zombie! Oh Gott! Oh Gott, ich bin gefickt! Ist das ein Spieler? Ist es ein Zombie? Au! Alter, wie flink bist denn du Hureneis! Ja, kommt alle, einer da! Einer da mit euch! Kim! Ja! Und jetzt verpisst euch! Au! Grutze, fix nochmal! Klang ich schon wieder! Als ob der noch da ist. Scheiß Wichse! Kannst bloß von Dusel schmatzen, dass ich noch kein Pumpkin oder irgendwas hab. Komm mir einen Scheiß da ins Gesicht, du Trottel! Ah, Abflug. Essen? Ja, ich hab nichts zum Essen. Ich kann einen Verband fressen, ich weiß nicht. Da schlagen wir den Zombie, vielleicht hat der was dabei. Die Steuerung schon wieder, bin ich schon wieder komplett lost. Voll zusammen jetzt, du Nasch! Oleg, was hat denn die alles? Nicht stehen bleiben, Abflug. Da drüber. So, jetzt essen wir erst einmal was. So, essen. Haben wir das hier. Ja. Sauber reinknuspern! Mein Opfer habe ich schon gegessen. Wer hat das geschrieben? Rund um die Bäume gibt's Obst. Das stimmt, ja, aber da rennt halt einer mit einer Knarre rum! Müssen wir erstmal schauen, wo wir überhaupt... Ah, jetzt fangt das Duschen an. Oh, ich bin narrisch. Gehen wir da auf in die Bude, vielleicht gibt's da was zum Speisen. Haben wir 10 Minuten hingegeben und es geht schon wieder zu mit dem Affenstall. Ich flippe aus. Ich bin ganz deppert. Was haben wir da? Ein Blechdach. Wow, das kann ich einfressen. Ich meine, ich kann es probieren, aber... das meine ich, wird nichts werden. Auf alle Fälle, habt ihr unseren Spezi links hängen, mit dem wollten wir uns unterhalten. Da und hat er einfach erschossen. Oh, eine Orel-Polizeijacke. Schädigt. Dreck! Ja, vielleicht sollten wir uns mal kurz orientieren, wo wir sind. Ja, da wandert man noch auf. Ortsschädel. Russe meines Vertrauens, du musst jetzt aufpassen, was da am Ortsschädel steht. Damit wir uns orientieren können, wo wir sind. Ich sprinte jetzt da ganz furchtbar schnell auf. Aber Kabachtab. Xenem 1 Kilometer. Wir reden mal nach Xenem. Was ist Xenem? Wo? Xenem wo? Der Dr. Metwas schreibt, ist Daisy kostenlos? Nein, leider nicht. Pass auf, gleich macht's bumm. Ein Scheißdreck du jetzt! Ah, ich bin ein Sneaky Peaky Ligon. Ich muss jetzt da ins Haus rein, weil sonst pisst es mir ab und werden wir krank und dann ist alles beim Teufel. Alles beim Teufel. Scheiße, unser Essen ist schon wieder rot. Grüezi, fix nochmal. Nicht so viel sprinten, Birger, nicht so viel sprinten. Ah, machst du mit dir zu, wird schön warm. Im Fressen gibt's da drin sowieso nichts. Kelm. Du läufst nach Helm. Was jetzt, Kelm oder Helm? Da schauen wir jetzt gleich einmal nach, damit ihr was zum Pulvern habt. Map! Wo ist Kelm? Ich weiß nicht mehr. Ah, da! Ha, das ging fix. Schau her. Jetzt bei Obacht. Wo sind wir? Wir sind wahrscheinlich da. Ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger. Ich glaube, wir sitzen genau in dem Gebäude da herin. Es kann sein, da herin sitzt man. Und jetzt laufen wir die Straße weiter und dann, dann kommt da schon mal ein Wasserhahn, der schaut einmal überhaupt nicht. Und dann durchsucht man das da und da haben einen Haufen das Obstbaum. Apple Trees. Und das wird unser Lifesaver. Da ist so, oder? Was ist der Plan? Außerdem, wo haben die Hashtag Map? Map? Oder Tradition halber muss ich jetzt erst einmal so ein bisschen weiterlaufen. Es duscht's ganz schön, oder? Es duscht wie Sauschei. Grüezi, fix. Was haben wir denn sonst noch eigentlich so gelootet? Was ist denn das da? Mulchpulver. Kann man das ins Wasser einschütten? Das probieren wir jetzt aus, pass auf.
Kombinieren. Nein, geht nicht. Mulchpulver, schmeiß mal weg, braucht keine Sau. Das Messer ist nicht schlecht. Da können wir nämlich zur Not einen Gickel herrichten. Ich weiß nicht, ob das Steakmesser gelangt. Ich weiß es nicht. Und wir haben eine unbekannte Dose. Die fräst, die macht man, da kennt der Ligon nix. Die fräst man. Du, die zünden wir uns ein. Die zünden wir uns ein. Ach so, heute aus, ihr seht ja gar nichts. Das Mulchpulver draint die ziemlich schnell. Das bedeutet, du hast unbekannte Konserve. Das Etikett ist verwaschen, um es zu lesen. Der Inhalt sieht auch schmutzig aus, aber Dreck reinigt den Magen. Da, wo er recht hat. So, das frisst mir jetzt mal halbweit. Halbweit. Eine. Wir haben Tabletten gefunden in der Apotheke vorher. Die werfen uns Knierscheiben schon wieder 4. Du, die hauen uns die Knierscheiben da. Sapsen übrigens, merci für den Euro. Hackelberg Sepp, merci dir für den Euro. Rufus, merci für den 5er. Mr. Mesh, merci für den Euro. Ich hab lauter Leute übersehen. Es tut mir so leid. Oh, wir haben jetzt vergessen. Was ist denn das da für ein Symbol mit dem Bauch? Muss ich jetzt kotzen? Muss ich ganz fest Bauchi, au. Aber ich hab Aktivkohletabletten hergestellt aus gepresster Aktivkohle. Will als Absorbenz bei Vergiftungen und Überdosen verwendet. Ja, Seni, fresst mal! Hau da eine ein! Leg on! Los geht's! Aktivkohle-Tablette Nummer 1, was haben wir da? Codein-Tabletten, Schmerztabletten für schwache, mittelstarke Schmerzen. Auch als Hustenmedikament nutzbar. Nehmen wir! Hau rein, Alter! Hau rein! Jawohl! Geht schon wieder. Tu dich nicht an, der Ligon ist stabil. So. Die Frage ist jetzt gehen wir da mal langsam auf, sonst verlieren wir wieder zu viel Zeit. Wenn wir da weitergehen, müssen ein Pfundweis Baum kommen, dann fühlt man wieder schon einen Opfer, der ist gesund. Du, der Opfer, der ist gesund. Grotti! WP alle! Habe die Ehre! Bussi aufs Nussi, 10 heißt 2, aber wem erzähle ich das? Danke dir. Krank ist er? Nein, das Symbol mit der Tabletten ist erst gekommen. Das Krankensymbol schaut anders aus. Das schaut aus wie ein Coronavirus-Symbol. Und das haben wir alle die letzten 2 Jahre schmerzlich gelernt, wie das ausschaut. So, ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Es hat eigentlich nicht so weit ausgeschaut, wie wir mir da laufen. Jetzt müssen wir einen Verband wegstecken und dann gehen wir. Ich glaube, der Liguan lebt nicht lang. Jetzt tut er mir nicht runterliken, da haben wir schon schlimmere Sachen überlebt. So, du mit Map her. Map. Alter, was ist? Alter, bist du völlig besoffen? Was ist mit dir? Wir haben an der Abzweigung da links. Löwensepp, was machst du? Was machen Sachen? Servus, Birger, schön, dass du wieder da bist. Finde ich ja. Komm gerade vom 80. Geburtstag von meiner Oma. Was hab ich versandt? Weil alles, wir haben ja schon angeschossen worden. Wir schauen aus wie 12-jähriges Schuldirndl auf dem Weg nach... auf dem Weg in die Lebenshilfe. Wir haben voll am Start, Alter. 75 sind 2. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was? Wo? Gockelmann! Kickeltipp! Du Krabspaten! Hat's dich schon? Ja, Alter! Haben wir einen Kicker am Start? Haben wir? Alter, der war spontan in nicht gekommen. Singen von mir, hat er mich angegackert. Das ist schon gut. Das sind ja gar keine Kickeltipps, das sind Händeltipps. Da, easy, Alter. Schau dir so und so. Ja, nice, Alter! Brudi! Der kam unerwartet. First try, bitch! Der Highlander hat recht. Der Highlander hat gut aufgepasst. Es ist das Schlimme an dem Spiel und sofort huckt's. Ja, wenn's die erste, gut, wir haben es noch nicht überstanden, also ist es nicht. Aber wenn's die ersten Dinger mal ein bisschen aus der Stadtzone heraus bist und hast ein bisschen was, jetzt den wir da mit Fetzen herstellen. T-Shirt kombiniert mit Messer und Halten, dann tust du da so Streifen herstellen. Die kann man dann als, wo haben sie? Müssen jetzt, da am Boden links, Stofffetzen, Makellos, die kann man dann als Verband hernehmen. Ja? Damit ich auch mal mit ein bisschen Wissen glänzen kann und nicht immer nur, was haben wir da? Ein Sporter 22, Alter, die nehme ich nicht einmal zum Zuhauen her. Hau ab mit deinem Schund. Was haben wir da Geiles gefunden? Schiebermütze. Dann nehmen wir lieber einen Helm. Haben wir noch nicht so gut auch. Oh, scheiße. Linzep, ist die neue Livonia Map oder Generous Map? Nein, es ist Generous, good old school Ligons Home. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Livonia Map hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Wir haben es ja schon mal probiert. Haben wir aber auch nicht lang gespielt, ja, muss man auch dazu sagen. Eine makellose Arbeitsjacken, ich sag das, was ist, die nehme ich lieber, außerdem leicht die nicht so dermaßen, dass du sagst, gibt's das. Da ist auch gern was drin, Zündkerzen. Who the fuck needs Zündkerzen, Alter? Hau ab. Oh, da ist der Brunnen vorne. Ja, hab schon gesehen.
Da werden wir unsere Wasserflaschen jetzt da nochmal auffüllen. Und dann schauen wir da einmal weiter ums Haus. Da sauber ins Eckerlei schauen, oder liegt ja irgendein kleiner Schrott im Eck umeinander, den man nicht sieht. Der glitscht dann irgendwo im Boden rum. Und wir könnten mal ein paar Zombies da schlagen. Es wäre halt geil, wenn wir mal eine halbwegs anständige Waffen finden würden und nicht ein bisschen. Was machst du mit deiner Schirmmütze, du Kackspacken? Oh ja. Warte, das probieren wir mal, was? Wie macht man einen Takedown? Oh, Scheiße. Ja, nee, jetzt habe ich ja das Steakmesser nicht, mein. Er hat nichts geholt. Oh, shit. Ja, ich muss die Zombies da töten. Schrei mir nicht so behindert, oh, du Kacknuss! Da gibt's keinen mit dem Real! Einen mit dem Real! Hat's die schon! Oleg, wo hat's mich nicht zueinander beamt? Was ist passiert? Ja, die hat auch nichts dabei. Na gut, jetzt nehmen wir mal die Wasserflaschen. Wie lädt man die gleich wieder aus? Wie lädt man die aus? Ich weiß es nicht. Wie lädt man die Flaschen gleich wieder aus? Weiß es jemand? Nach unten schauen? Ah, tatsächlich. Das hätte ich jetzt für Verarsche gehalten. Sag ich dir, was ist, aber jetzt, was du sagst, weiß es wieder. So, erste Flaschen. Die haben wir dann auch mal ein bisschen Inventarmanagement betreiben, ja, damit nichts passiert. Das schütten wir jetzt sauber aus da. Dann machen wir die 2 Flaschen voll und dann saufen wir unseren Ranzen am Brunnen voll. Danke für die Tipps im Übrigen. Da kann ja jeder noch was lernen, ich hab's nicht gewusst. Trinken. Alter, jetzt hab ich gemeint, da schau doch aus dem Fenster raus! Jetzt hätte ich fast einen Schlaganfall gekriegt mit dir da drin! Mit deiner komischen Russenmützen! Fix Letten, Alter! Auffüllen. Flasche auffüllen. Nein, ist immer ein gefährlicher Platz. Brunnen ist immer ein gefährlicher Platz. Das hätte ich jetzt in der Hauptstadt unten hätte ich das nicht da, weil auf das hätte dauernd gewartet. Das garantiere ich. Das garantiere ich dir. So, die tun wir da her. Wollen wir da ein bisschen Ordnung schaffen. Auffüllen und dann saufen wir. Hackelbär Sepp! Darf ich jetzt erfahren, ob das gestated ist, dass man Spiele vorschlagen darf, ist jetzt der 3. Mal, dass ich frage. Es ist selbstverständlich, natürlich ist es gestattet. Was ist das für eine Frage? Ich verstehe die Frage nicht. Habe ich die vorher übersehen? Falls ja, dann tut es mir unfassbar leid. Meine ich ernst. Matthias! Desinfiziert deine Verbände am besten vor der Nutzung, auch wenn sie makellos sind, geringere Keimgefahr und bei den Wasserflaschen Chlortabletten nicht vergessen. Aus dem Brunnen hat man noch nie was gefeit. Sag ich dir, was ist. Das tue ich dann, wenn ich aus dem Brunnenwasser krank werde. Ich bin noch nie krank geworden. Sag ich dir, was ist. Und ich hab Handschuhe. Bringt auch was, wenn ich mich richtig erinnere. Und aus dem Brunnen fällt mir auch normal nichts. Da sagt die eine Hälfte so, die andere so, ich bin noch nie krank geworden. Noch nie. Und das Wasser aus dem Brunnen in die Flasche, wieso soll ich da krank werden? This doesn't make any sense. Aber warum unser Essen so krass nach unten geht, verstehe ich nicht ganz, um ehrlich zu sein. Gehen wir jetzt mal da rauf. Weil das Bluttransfusionsklump, weiß ich halt auch nicht, für was dass wir die Scheiße brauchen, ganz ehrlich. Da haben wir noch was zum Essen, da haben wir noch einen Verband. Wir brauchen was zum Kochen. Das wäre halt noch geil. Müssen wir ganz feier machen. Müssen wir einen Kickeltipf brauen. Das hilft uns alles nichts. Aber dazu brauchen wir eine Hacke. So schlagen wir erstmal den Zombie-Seppen da rein. Wie denn? Klappspaten! Voll zusammen! Zusammen vorhin so ist! Weil warum hat denn von denen ja keiner was dabei? Das ist ja voll behindert, Alter. Blocken wir gehen ins Blocken gleich wieder nach hinten drücken, gell? Ja, ja. Ja, ich driesch einfach drauf, das passt schon. Tu dich nicht oben. Tu dich nicht oben. Da haben wir auch, da glaube ich, ist ein Spawnpunkt herin für so Tomatenscheißen so. Und da haben wir auch schon oft einmal ein Dings gefunden. Eine Pepsi-Dosen. Weiß ich noch. So, schauen wir dann einmal ein bisschen weiter rundherum. Stellen wir uns einmal da rein. Achtung. Map! So, wo sind wir? Wir sind genau da. Das ist der kleine Bauernhof, da ist der Wasserding. Und wir haben jetzt, glaube ich, da in die kleine Dinge reingegangen. Genau. Jetzt gehen wir einfach weiter und dann müssen da Bam kommen ohne Ende. Das heißt, da werden wir dann schon was finden. Map! Der Feind, Alter, merci für den Euro. Grüß dich, Meister, so. Jetzt habe ich meinen PC für 4.000 Euro gekauft, jetzt kann der Landparty steigen. Ich hätte heute jemanden anrufen müssen wegen die Biertisch. Habe ich leider Gottes zeitlich nicht geschafft, mache ich morgen. Und dann lasse ich es euch. Nein, wieso? Du sollst den Stang nehmen, du Trottel. Ist er schon zusammengefallen, hat er nichts. Hackelberg Sepp! Okay, es kommt erst raus, aber im März oder so kommt Sons of the Forest. Außerhalb den ersten Teil, ja, wird gespielt. Um deine Frage kurz und knapp zu beantworten, jawohl, wird gespielt.
Ich warte auf mehrere Sachen, um ehrlich zu sein, was wir demnächst spielen. Leider Gottes kommt God of War erst am Freitag raus, wenn mich nicht alles täuscht. Und da muss ich mir wahrscheinlich zusammenreißen, dass ich das nicht off-stream spiele. Weiß jemand zufällig gerade, wie lange God of War dauert? Und ja, ich meine das erste Remake, also nicht Ragnarök, glaube ich, heißt der zweite neue Teil. Da vorne ist gerade ein Zombie gelaufen. Das heißt, wir haben wieder nicht allein da herum. War natürlich scheiße jetzt. Wobei, vielleicht ist er friendly, ich weiß nicht. Jetzt schauen wir erst einmal da rundum, haben das schon Apfelbaum? Ich weiß nicht. Laufen wir mal da ein bisschen durch. Was ist denn das? Busch zerschneiden. Ich weiß nicht. 20 bis 30 Stunden. Das ist allgemein so eine Frage. So wie man letztes Jahr auch, jetzt passt so was. So wie man letztes Jahr auch, jetzt müssen wir da ein bisschen schleichen. Ich glaube nicht, dass da ein Spieler ist. Ich glaube, dass der Zombie da rennt. Da hinten ein Apfelbaum. Da sind der Apfelbaum, hab ich schon gefunden. Da schleichen wir uns jetzt ein bisschen langsam durch, vielleicht finden wir was. Wir haben ein Trägnos. Leute, Gronti, was? Ist die Line schon fix? So gut wie. Wenn es stattfindet, und ich mag es nicht mehr verschreien, es scheitert nur noch an die Tische. Und zur Not, wenn mir eine Brauerei keine Tische zur Verfügung stellt, weil die davon ausgehen, also unsere Stadtbrauerei kann zum Beispiel keine Tisch bereitstellen, weil die davon ausgehen, dass die Volksfeste haben. Ich glaube es zwar nicht, aber da kann ich mich halt dann auch nicht drauf verlassen. Ich habe mehrere Brauereien angerufen im Umkreis von 50 Kilometern. Keine einzige hat mir bis jetzt ein Biertisch bereitstellen können. Und der Graf Akko hat mich abgelehnt. Der hätte mir zur Verfügung stellen können, der hat es aber abgelehnt. Ab sofort trinken wir mir nie wieder Graf Akko, ist das klar? So. Ich muss jetzt schön unter zusammentischen! Wenn sie ist, und sie ist relativ sicher, ist sie am 10. Juni. Wenn ich bis dahin was weiß, lasse ich euch das natürlich wissen. Details und so weiter werden im Hintergrund ausgearbeitet. Für alle, die sich gerade zum ersten Mal fragen, so was für eine LAN-Party. Ja, wir machen 2022 eine LAN-Party bei uns in Landau in der Stadthalle mit wahrscheinlich 150 bis 170 Personen. Was haben wir da? Cracker! Lecker Cracker! Lecker Cracker! Weil du dem zum Braten reicht ein angespitzter Stock. Das stimmt, gell? Aber, ja, warte, aber wie zünden wir noch? Wie zünden wir die noch? Hagelsepp, jawohl! Und wegen God of War 2018 hab's ist um die 15 bis 20 Stunden durchgehabt. Gut, ich brauche im Stream allgemein... Oh, was haben... Da hat jemand seinen Schund vergessen, Alter. Da ist einfach ein Prop. Ein Lagerfeuer mit einem Propfandel. Auf die Bäume sind lauter Äpfel, nimm die mit. Ich glaube, die kann man nicht pflücken, die müssen runterfallen. Stolzer Liebe, was ist mit God of War Remake? Das darf ich gern spielen. Es fahren schon wieder 1000 Sachen durch meinen Kopf. Okay, LAN, anderes Thema, da schmerzen wir heute nicht wieder drin. Holz plus Rinde ist gleich Lagerfeuer. Ja, aber das zündet sich nicht von selber. Die spontane Selbstentzündung, Baumrinde plus kurzer Stock ist gleich Feuerbohrer. Ah, okay, das werden wir ausprobieren. Ja, dann werden wir straight aus, jetzt machen wir Feier. Kinder, jetzt brauchen wir unsere Gickeltief. Jetzt brauchen wir unsere Gickeltief, also das sagst du, unsere Gickeltief, also... So, jetzt werden wir mit dem Busch zerschneiden. Die Frage ist, wie wir das machen. Ich habe einfach nichts in der Hand. Warum geht das einfach so? Jetzt werden wir mal Busch zerschneiden. Würmer ausgraben? Nein. Da muss ich an einen richtigen Baum gehen. Da gehen wir da. Das schaut aus wie ein Birken. Saure Birken. Saure Birkenrinden. Ja, da wird saure Greiheit. Das ist was Gutes. Seh doch mal auf! Zwecks Obst finden, schau immer bei den einzelnen Bäumen. Bei so Plantagen findet man komischerweise nichts. Das ist mir... Jetzt, wo du das sagst, Rinde abschneiden, da holen wir uns mal ein bisschen Rinde. Aber vielleicht bevor unser Steakmesser dann broken ist. Ja, okay, Rinde. Ob wir dann die Stauern, müssen wir noch unser Ding mitnehmen. Oh, jetzt hab ich schon gemeint, da läuft schon wieder ein Spieler. Diese komischen Zombie-Bewegungen, Alter, die macht's mir fertig. So, dann haben wir einen Stecker. Den nehmen wir jetzt einfach mal in die Hand. Das ist unser Messer halt wahrscheinlich hier, aber da findet man schon wieder eins. Dann brauchst du noch eine Rinde, die du anzündest im Lagerfeuer. Ja, ich hab schon. Jetzt pass auf, wie läuft jetzt das da gleich wieder? Jetzt pass auf, kombinieren. Und dann haben wir nächster Bauplan, schärfen. Wie war's? Rinde plus schon, ne? Nächster Bauplan, aufteilen. Ich glaube, einen kurzen Stock brauchen wir, oder? Aufteilen und wieder ein kurzer Stock draus. Menü hätte man so viel besser machen können.
Aber sie wollen öfters einfach aber nicht. So, jetzt haben wir 3 kurze Steckern. Und dann kombinieren wir das mit der Ding und dann Lagerfeuer herstellen. Nächstes Mal ein Feuerbohrer herstellen. Aha! Easy! Habe ich jetzt irgendjemanden in die Donations übersehen? Es tut mir so unfassbar leid, wenn es wirklich so war. Was haben wir jetzt da? Feuerbohrer. Herrschen. Ja, easy, oder? Also. So, dann muss ich wegen Zündi. Zündi, was liegt denn da, Alter? Kann man das nicht auch zünden? Trainingsjacken. Beschädigt. 10 so, was weiß ich nicht. Mach das zu, mach's Lagerfeuer auf. Okay, da ist ein Pfandl drin. Da legen wir jetzt einmal unsere Gickeltipp rein, damit nichts passiert. Die brennen wahrscheinlich wieder oben, aber ist egal. Da werden wir ein bisschen mehr Holz brauchen. Hä? Da werden wir uns noch was holen müssen. Das mache ich jetzt aber ohne Messer, weil sonst geht wieder alles kaputt. Na, da haben wir noch was. Da haben wir noch was, das ist mein Stecker rein. Ja, mach's mit dir zu. Mach dir zu. Ja, Stecker. Das werden wir da rein. Treibstoff. Anzündholz. Die Frage ist jetzt, wie tut man das? Wie genau tut man das? Anzündholz. Lumpen, Bandagen, Papier, Rinde. Was ist mit der? Mir reichert man es. So schaut's aus. Das Pfandl nehmen wir natürlich mit. Oder? Wie die Stöcke. Was? Wie die Stöcke? Wie die Stöcke. Check jetzt nicht ganz. Da musst noch Bandagen oder Rinde rein tun. Muss nicht in beiden was drin sein, also es muss eine Rinde. Ja, warte mal, da muss noch Rinde rein tun. Nein. Lumpen. Ja, da. Oder? Anderer Typ, okay. Jetzt wird's gleich warm. Danke für die guten Tipps, Kinder. Weiß ich alles nicht mehr, das ist schon über ein Jahr her. Und wenn wir mir offstream spielen, mache ich so einen Scheiß nicht. Da renne ich einfach umeinander, bis ich stirb. Jawohl! Waren jetzt unsere Gickeltipp? Die haben da. Etwa 40 Grad, roh. Nice. Okay, Rinden verbrennt ein wenig. Kann man die kann ich ja wieder raus, oder? Kann ich die nicht wieder raus, oder? Ja, jetzt wärmen wir uns erst einmal ein wenig ein. Ja, haben wir mir was zum Essen dann? Ja, haben wir. Die Dosen lassen wir mal noch da. Dabei kann man unsere Knochen einmal bearbeiten, hä? Improvisierten Angelhaken. Gehen wir fischen heute noch. Ach, es ist schon wieder 9 Uhr. Alles klar, mir kommt's vor, als darf man seit 10 Minuten spielen. Kann man die Dosen auch kochen? Das habe ich nicht gewusst. Das probieren wir. Die hauen wir ein. So, das Steakmesser ist fast im Arsch, aber jetzt haben wir einen Angelhaken. Dosen. Wo kann man die hin tun? Kann man die da irgendwo... Kann man da nicht auf wieder? Oder muss man die da rein tun? Ja, probieren wir. Was ist da los? Lagerfeuer. Wie schaut's da aus? Etwa 100 Grad roh. Ich weiß nicht, das darf man nicht übersehen. Der Angelhaken liegt einfach am Boden. Warum das, weiß kein Mensch. Gehen wir da her. Kommen wir brauchen. Wir haben Hunger. Jetzt macht die Gickeltipp fertig, weil wir Hunger haben. Was da? Etwa 80 Grad. Ja, schaut gut aus. Schon hin. Wir hatten eigentlich diese ganzen Gesten, wo man sie hinsitzen kann und so. Nein, nicht, du sollst nicht deine Knochen werfen. Was ist das? Hau ab, oder schluck die mit den Gickelknochen, du Spacken! Auf Punkt, J. Spott, Kommunikation, Grüße, sonstige. Schneidersitz! Mach doch. Was ist das? Okay. Gemütlich, schau dir das an. Draußen der Apfelbaum, duscht wird sauer. Wieso wird's denn da herin eigentlich nicht wärmer, Kruzifix? Dose raus, die verbrennt. Wie Dose raus, die verbrennt? Gickeltipf! Gickeltipf! Außer damit! Ja, die Dosen ist verbrennt. Ja, Entschuldigung! Jetzt nimmst du mal einen Gickeltipf und haust das da rein, Alter. Jetzt gibst du erst einmal einen Gickeltipf. Auf alle Fälle haben wir gerade gelernt, wenn man ziemlich easy Feier machen kann. Ja, unsere Dosen ist halt jetzt halt Ligon. Dafür sind wir mir Liguan. Muss man auch. Was ist denn das eigentlich? Blutentnahme-Set. Warum ist denn unser Leben eigentlich so beschissen? Ach, weil wir angeschossen worden sind. Hoppala, ich vergaß. Jetzt trinken wir noch einen kleinen Schluck. Oh, Kleidung ausringen ist auch ein guter Tipp. Was
Was hab ich jetzt da? Hab ich jetzt drungen oder hab ich ausgeschüttet? Hab ich jetzt da was sein? Was? Ein bisschen was dringen. Ja gut, haben wir schon gar nicht mehr so instabil. Aber gut, jetzt... In diese Richtung war ein ziemlich lauter Schuss, wo ich nichts damit zu tun habe. Da schlagen wir den Zombie, vielleicht hat er was dabei. Oh ja, einen guten Rucksack hat er dabei. Da ist er! So, easy. Den nehmen wir mit, Alter. Wieso kann ich den nicht anziehen? Was soll das? Wirfen in die Umgebung. Klapp auf. Aufmachen. Zeige da. Schulranzen am Boni pfeffert. Otzung. Wieso kann ich den nicht an? Weil er ruiniert ist! Scheiß Club verreckt's! Gut, weiter geht's. Müssen wir looten. Kinder, wir müssen looten und bluten. Brauchen wir was zum Essen. Vielleicht finden wir noch einen Kickerl. Gehen wir da nochmal langsam durch. Kleidung ausringen können wir später. Schauen wir ganz stabil aus. Aber es wäre ganz geil, wenn da jetzt irgendwo noch Äpfel oder Obst oder irgend sowas liegt. Das wäre stark. Das wirft uns sauber Vieri. Die Zombies, die da schlagen wir jetzt auch alle. Wir haben eigentlich genug Bandagen. Der Spacko ist halt immer noch in der Stadt da unten. Der hat nichts dabei. Und da haben wir gerade gekommen. Waren wir da schon drin? Weiß ich nicht. Bringt man mir rein. Was haben wir da? Oh, schwarzer Helm, besser als unserer. Den nehmen wir mit. Halt nicht ganz so auf. Wo ist der beieinander? Makellos. Oh mein Gott, da unten geht der Punk ab. Und ich hab nix. Ich hab einen Scheißdreck, hab ich. Ich versteck mich. Schießt euch hier die Schellen rein und ihr Trottel. Ich komm dann, wenn ich einen Pumpkin hab. Warte, Bulle! Habitäre! Sagt der ich. Was haben wir da? Messers Scheide. Ich komme an einen Gürtel ohne da, gell? Ja, momentan nehmen wir noch alles mit, weil es eh wurscht ist. Ja, Abflug. Weiter. Looten und bluten, Kinder. Looten und bluten. Hier ist schon wieder ein Zombie. Außer mit dem Rohr. Raus mit dem Rohr. Ah, du Klappspaten, du. Hat's dich schon? Ja, das Real ist voll stark. Oh, schau, was er dabei hat. Salzstangen. Ah, den ziehen wir wieder aus Wasser. Ich weiß genau, wie es ist. Alter, was ist denn da jetzt los? Haben wir da gefunden? 15 Schuss, Sporter 22. Die hätte ich mir nehmen sollen. Hätte ich mir doch die Sporter mitnehmen sollen. Hätte man wenigstens irgendwas gehabt. Nehmen wir auch mal mit. Wer weiß. Ich hab doch da gerade irgendwo voll die tollen Schuhe gefunden. Wo waren denn die jetzt hier verschwunden? Waren jetzt die Schuhe? Ich hab doch da gerade Schuhe aufgeklappt. Da sind gerade Schuhe gelegen. Schuhe wo? Schuhe wo? Bin ich blind, Alter? Doch unmöglich. An der Pfanne drin. Wieso haben die Schuhe in der Pfanne? So ein Dreck! So ein Dreck! Das hätte ich dem anderen hingehalten, wenn er mich nach Essen fragt. Do you have some food? Ja, ja! Schmeckt wie Schuhe so in, Alter. Ja, ist ein Wunder, du Trottel. Oh, was haben wir da gefunden? Kräutertinktur. Nehmen wir mit. Alles seins. Warum liegt da mitten da ein Rucksack? Kann nichts Gutes heißen. Außer mit dem Rohr. Der gute alte Pfandelschuhe. Wer kennt ihn nicht? Oh, das liegt da liegt was. Kombitang. Ich weiß nicht, was man mit einer Kombitang... Du Egot, gib mir mal die Kombitang. Du Ligon, gib mir mal die Kombitang. Okay, wir schauen gar nicht so schlecht aus. Wir müssen mal ein bisschen da Vieri luren, nicht, dass da einer umeinander strabanzt. Du weißt ja, was ist. Oh, die Oma müssen wir da schlagen. Oma, geh her, ich erlöse dich von deinem Leiden. Jetzt gehen wir mal blocken. Okay, blocken hat überhaupt nichts gebracht. Da hau ich lieber zu. Geht 5-mal schneller, schau hin. Oder auch wieder nichts dabei. Nichts dabei, nichts drin. Scheiße, war ich in dem Haus, ja. Ich bin ein bisschen lost, wo ich schon war und wo ich noch nicht war. Was ist für ein Grunzt denn da schon wieder um sich geführt? Was? Wo? Was tust denn du da um? Alter, pult das Arschloch jetzt alle Zombies im Umkreis von was weiß ich wo, oder was? Ja, dann scheiße ich da aber vor dir her, das sag ich schon. Ich geh. Was ist das? 12 Schuss, irgendwas Magazin, nimm ich. Ah! Ja, ich bin flink wie ein Wiesel, ich bin der Ligon, was hast du gemeint?
Habt ihr schon erschlagen? Alter, das Rohr ist voll stark. Was ist das? Gürtel. Jetzt da, Mann. Schau hier. Gleich mit Messerwurst ohne und gleich das Messer rein. Ralle. Was haben wir's denn? Ne? Dann machen wir wieder ein Öfchen. Da liegt der Kappe, sonst liegt da nichts umeinander. Was tun mit dir, Trottel, jetzt da oben? Bist du quasi die örtliche Alarmanlage? Sag ich das richtig? Keine Ahnung. Und schauen wir weiter. Was noch zu? Also gut. Alter, was denn die da unten? Klebeband. Fralle, nimm mich mit. Nimm mich mit. Da tun sie sich mal nicht hinunter. Haben wir alles da, wir haben alles da. Wir schauen unser Essen und Trinken aus. Eigentlich ganz stabil. Also die erste Stunde Survival, die haben wir schon mal überlebt. Es kann natürlich immer schnell vorbei sein, das ist eh klar, aber schauen wir mal. Es darf mich jetzt wundern, wenn wir aus der Stadt direkt ganz knockert rausgehen. Das war seltsam. Was? Wo denn schon wieder? Wo denn schon wieder? Wo? Ich seh die nicht! Da kommt er rausgestravanzt mit seinem russischen Trainingsanzug. Ja, was ist mit dir? Ich hau dann noch. Oh, ich blüht. Ah, ich blüht. Das ist natürlich nichts, gell? Gleich verbinden. Gleich verbinden. Zu viel Schnittwunden können wir uns nicht leisten können. Ah, aber verbinden. Dass man blüht, sagt man übrigens rechts unten in der Lebensanzeige, ist so ein kleiner Cut und da geht so ein Blut aus und da steht eine Anzahl dabei. Du kannst nämlich öfter blüten und je öfter du blutst oder Cuts halt du quasi hast, desto schneller blütst halt aus und desto schneller bist du bewusstlos und stirbst. Müssen wir die 5 Noob-Minuten wieder ein. Ein Geschenk! Großer Geschenkkarton! Ja, was? Ist da drin? Ist da drin? Wo ist der jetzt? Da ist ein Plus. Wieso kann ich da nicht reinschauen? Muss ich es auspacken? Wieso? Was hab ich jetzt? Alter! Jackpot, Alter! Was ist... Ja, GG, durchgespielt, okay, ciao. Sind kostenlose Lootboxen, das ist neu. Das ist neu. Ja, jetzt nehmen wir erstmal einen Revolver. Den platzieren wir. Wo platzieren wir den eigentlich? Platziert man den auch auf der Schulter? Na, wo platziert man Handfeuerwaffen? Ach, einfach im Inventar wahrscheinlich, oder? Kein blassen Schimmer, was ist das? Eine Jägerjacke! Brudi, jetzt geht's ganz anders, Alter. Jetzt ist Achterbahn. Was haben wir da? Magazine, saubere Pipsi, ein Pipsi. Was haben wir da? Geschenkpapier, legt mir am Arsch, brauchen wir nicht. Kisten Moon. Dann saubere Jägerjacken, Alter. Tu die nicht mehr. Tun sie sich mal nicht hinunter, Alter. Die strahlt ja fast gar nicht. Die strahlt ja knapp gar nicht, du. Was haben wir da eigentlich für Magazine? Das ist doch nicht für den Revolver, oder? Warum verstaut denn eigentlich alles in dem... Was ist denn jetzt? Was ist das? Brrrr. Tu das weg, was hab ich denn jetzt da? Der haben wir in die Jagerjacken rein und der haben wir gleich da unten ins Inventar. Nummer 2. An da Kugeln drin. Frau Gimmi. Let me have a look. Nein. Das sind wahrscheinlich die Dinger da. Was braucht ihr für einen Mund? 3,57er, das sind 3,80er. Dann wird wahrscheinlich in dem kleinen Backerl, das jetzt wieder spurlos verschwunden ist, nicht da ist. Muss man Maul halten. Bürger, Maul halten. Maul halten. So, die haben wir das. Die haben wir da her. Unsere Wasserflaschen, die haben wir da her, damit wir ein bisschen was da haben. Zwei gleiche Magazine. Was ist denn das für Munition? 3,80er. Naja, gut. Magazin. Was ist das da? 22. Ja, die scheiß Sporter, die kommen. Du die Sporter weg. Was Scheiß. Tang. Gib mir mal die Tang her. Werkzeug, die haben wir da oben. Knochen, die haben wir da oben. Essen, die haben wir da auf. Hagel. Panzertape. Jawohl. Das haben wir geschickt, Alter. Das haben wir geschickt. Jetzt müssen wir bloß noch das Backel Munition aufmachen, glaube ich. Das muss man extra aufmachen. Jawohl. Halten. Okay, jetzt ist es off. Wie viel Munition ist das? Fuck, das ist 5,56er Moon. Und das haben sie wieder nicht gedacht, dass die passen im Mund dazu. Ja gut, aber dann haben wir halt die passen im Mund nicht. Hilft nicht, die findet man schon. Kinder, die findet man schon.
Ich sag dir ein. Jetzt weiter. Taschenlampen, brauchen wir nicht. Halt dir deine Taschenlampen, deine gestungen nicht. Das mit den Geschenken ist ja cool. Ist das nicht ein Event? Weißt du, also ist das nicht über Weihnachten und Neujahr jetzt so 4 Wochen lang einfach ein Event quasi, wo du sowas finden kannst? In der Zeit habe ich halt jetzt noch nicht gespielt, deswegen keine Ahnung. Also erklärt das Geschenkpapier von. Was? Hol dir halt die blöde Sporter. Die Sporter ist total für den Arsch. Ich kann nicht mehr einen Zombie mit dem Headshot killen. Brauch ich nicht. Schund. Da. Soll ich dir sagen, warum? Darum. Zaune Doppelleife geh! So schaut's aus. Das war aber bloß ein Mund. So wie eine Antenne. Antenne Bayern. Was haben wir da? Arbeitsschuhe. Und was haben wir da? Auch Arbeitsschuhe. Da behalten wir uns unsere braunen Boots, die behalten wir uns. Tu doch die Kugeln aus dem Magazin. Die 22er Munition kannst du, das ist der Grund, warum ich das Magazin liegen lasse. Wegen dem 22er Kaliber. Das macht 0 Schaden. 0,0. Auf dem Stuhl war noch was. Das werde ich mir nochmal genau anschauen. Das glaube ich dann nämlich nicht. Auf welchem Stuhl? Unten? Hat es unten einen Stuhl gegeben? Auf dem Stuhl? 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 Ne? Sie? Ich kann hier nichts erkennen. Auf dem oberen Stuhl. Tatsächlich! Schau dir den Typen an! Wer war das? Wer hat das geschrieben? Wer hat das geschrieben? Wo steht's denn? Oben auf dem Sessel. Spreng ich, da war einer vor dir. Wo? Wer hat das geschrieben? Der Patrick. Richtig. Was, wo? Lee Strahl. Magazin für einen Revolver. Ja, ich glaube nicht. Wer hat denn das jetzt geschrieben? Egal. Press F für einen unknown Dude, Alter. Oh, die heben wir uns auf. Ja. Dosenfuhr, da heben wir uns sauber auf. Das geht nicht so schnell kaputt wie der Kickerl. Wobei wir... Depp von Dosen, Depp von Dosen, Depp. Da haben wir jetzt einmal sauber Kickerl-Depp ein. Ja, das ist Deppception, Alter. Da gibt's hier... Das Spiel ist so gut. Ich liebe dieses fucking Spiel. Ich bin schon wieder so fucking hooked, dass alles zu spät ist. Ich bin schon wieder so fucking hooked. Was ist denn eigentlich das da? IV-Set, wirf's weg. Infusionsset, brauchen wir nicht. Da die 2 Kräutertinkturen, die haben wir da oben. Essen, die haben wir alles da auf. Ja, damit ein bisschen Ordnung da ist. Ein bisschen eine. Werkzeug oben. Werkzeug, Bandagen, das da ich jetzt auch mal als Werkzeug einschätzen. Werkzeug. Munition, Essen da herum. Munition auf. Damit ein bisschen Ordnung herstellen. Bloß das Werkzeug kriege ich. Warte mal, die Pfannen brauchen wir eigentlich nicht, oder? Schmeiß die Pfannen weg. Was bloß übel. Unnötig Platz. Sagt der I, was ist. Und dann können wir das Werkzeug da oben. Ah, das schaut ja gut aus. Oder? Was, kann man das stoppen? Tatsächlich kann man das stoppen! Sehr gut. Ja? Sauber stacken ist der Pro-Gamer-Begriff. Wenn wir schon wieder bei 5 Minuten sind. Das heißt, Items der gleichen Art kommen auf einen Slot ziehen, dann verschmolzen die quasi und sind in sich mehr. Nennt man Stack. Der Begriff kommt aber auch noch gern in anderen Dingen vor. Was haben wir da? Ein Campingkocher. Aber bloß das Oberteil, oder? Ah, das ist voll das Riesendrum. Was ist denn der Kack? Steck mir in den Topfei. Nein, das können wir nicht in den Topfei stecken. Wir hätten mehrere in den Topfei stecken, was? Wer ich? Nein, Entschuldigung, das war schon so halb. Lassen's mich! Haben wir wieder alles inspiziert. Ich glaube, in das Gewächshaus haben wir noch nicht reingeschaut und in das kleine Scheißhaus auch nicht. Ja, doch, ins Scheißhaus schon, aber ins Gewächshaus nicht. Haben wir da noch mal? Ja, da müssen wir ein bisschen schleichen, sonst macht der andere wieder Alarm. Ist da was herin? Das sieht man aber auch ganz schlecht. Ich hab manchmal so den Eindruck da herin, da glitscht gerne mal das Zeug da durchs Objekt durch und so und dann Sechsthälften nicht. Ich weiß es auch nicht. Dann hast du wieder bloß eine Nahkampfflinte. Ja, geht nix da. Da finden wir jetzt dann schon saubere. Da finden wir jetzt dann Gummigeschosse, so wie es ist. Mit denen gehen wir dann in die Stadt und filmen uns sauber auf. Nein, nix. Wir gehen weiter ins Land ein. Was mich am meisten interessieren hat, diese kontaminierten Gebiete, die mich am meisten interessieren. So, was haben wir da drin? Anzughosen, braucht keine Sau. Dann warten wir wieder die kurze Zeit der Leger. Impfset kombinieren. Man kann Impfsets kombinieren. Geht das? Weiß das jemand? Da bin ich jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass es nicht geht. Deswegen habe ich es weggeschmissen. Oh, da rein.
Mach dir eine Bluttransfusion mit deinem eigenen Blut, kannst dich damit heilen. Das ist der Plan, da hätte ich, aber wenn du mein Leben anschaust, rechts unten, mein Blut ist nicht ganz voll und mein Leben auch nicht ganz. Das würde ich gerne abwarten, bis das ganz voll ist, weil ich nicht weiß, wie viel so eine also so eine Blutentnahme quasi an Leben kostet und an Blut. Oder kostet es überhaupt an Leben oder nur Blut? Ja, werden wir rausfinden. Sag ich euch, was ist, wir werden es rausfinden. So schaut's aus. So, da waren wir überall. Das Elektroteil da oben brauchen wir nicht. Uns geht's hauptsächlich um Essen. Ja, wir haben eh schon wieder Geld. Wird schon wieder geschossen! Gib mir mal Gickerl-Depf, Alter. Gib mir mal die Gickerl-Depf. Die genehmigen wir uns jetzt. Die haben wir uns ein. Eine mit den Gickerl-Depf. Da, wie der Snickers schreibt, scheißt da nix, dann feit da nix. Richtig. Aber ganz ohne Munition brauchen wir in die Stadt, oder brauchen wir halt auch keine Schlägerei mit jemandem anfangen. Weil das halt sinnlos ist. Wobei es immer gern lustig ist, wenn die Leute... Das Problem ist so ein bisschen... Wenn du da auf Spieler triffst, dann sind das meistens Leute, die schon sehr lange spielen. Ja? Die haben einen Scheiß einfach... Was ist denn das, Öster? Ja, verzeih schon. Aber wir haben eigentlich... Und die haben halt Steuerung... Was ist denn? Oh, da ist was gelingen, Fleischpaste! Ah! Was ist mit dir? Ein Futzen kannst du halten, Oma! Dann schäbe dich da eine mit dem Real! Real schäbe! To your face! Ui, hat's die schon! Ah, die hat wieder nichts dabei. Aber Fleischpasteten gefunden, das aber nicht! Die gönnen wir uns jetzt auch noch gleich noch. Sag ich dir, was ist. Unser Essen ist nämlich immer noch gelb. Mal öffnen. Entweder sie sind freundlich und handeln oder sie erschießen die, sobald das sechst. Ja, gut, ich meine, ich erschieße auch. Ich sag das gar ganz ehrlich, wenn wir mir PvP machen gängen, dann schieße ich Shoot on Sight. Ja, ist auch klar. Da frage ich nicht lang, friendly, bist du friendly? Fragst, hast du schon mit meiner doppelleifigen zwei geschissene Patronen im Gesicht. Das Problem ist halt, wenn du das nicht regelmäßig machst, also PvP. Achtung, 5 Noob-Minuten für alle, die sich vielleicht nicht auskennen. PvP ist die Abkürzung für Player vs. Player. Wenn wir mir jetzt da so Zombies da schlagen, dann sind das NPCs, Non-Player Characters. Noch mehr ein Leberpastettal, ein kleines Leberpastettal, aber alle, das nehmen wir mit. Das machen wir der League One. Das gefällt ihm. Was haben wir da? Capriosen. Was wir mit der kann, die kann man mal schnell in Fetzen schneiden. Damit wir ein bisschen mehr Bandagen haben, wenn es drauf ankommt. Kriegen wir hin. Also IV-Set mit der Kochsalzlösung kombinieren. Ach so. Das hätte ich sowieso spätestens dann gefragt, wie das genau funktioniert. Pass auf, das probieren wir. Was haben wir da? Blutentnahmeset. Geht das? Konnte ich... Ja, entweder mit dem oder mit dem. Ich muss ja erst mein Blut abnehmen. Und dann kann ich es mir wieder geben. Das heißt nicht mit der Kochsalzlösung, sondern mit dem da unten kombinieren, oder? Wie funktioniert das? Wahrscheinlich in die Hand nehmen. Dann da rumziehen, kombinieren. Na. Das kombinieren. Na. Und so, tauschen. Weil, wenn das ein Set ist, ich sehe da ja einen Schlauch drin und alles, dann brauche ich da kein so ein Infusionsset wahrscheinlich. Dann wollen wir das kombinieren. Kochsalzlösung herstellen. Sollen wir uns die einmal drucken? Geht's uns wieder besser. Dann ist unser Leben wieder ein bisschen weiter oben. Hauen wir es uns ein, oder was? Freilich hauen wir es uns ein. Was tut man sonst damit? Was da? Okay. Infusion bei mir selbst liegen. Einmal. Okay. Geilo. Und was genau hat man das jetzt gebracht? Ah, schau, jetzt geht mein Blut, mein Wasserhaushalt geht in Tee, wie in echt halt auch. Man kriegt auch, wenn man dehydriert ist, glaube ich, kriegt man auch Kochsalzlösung. Und das Blut geht sauber in den Tee. Hey, easy, wieder. Waren jetzt gerade 3 Striche. So, dann kombinieren wir die. Und da hat es vorher geheißen, kommen diese Kräutertinktur. Achtung, ich lese vor. Wie ist denn das vorher gegangen? Dass ich das so drehe? Ah. Nützliches Hausmittel auf Alkoholbasis mit Kräuterextrakten. Desinfiziert Kratzer, Wunden und andere Dinge. Kann man sich das direkt auf Wunden auch aufschütten? Weiß ich nicht. Das werden wir jetzt rausfinden. Das werden wir jetzt kombinieren. Ah ja. Desinfizieren. Schauen wir auch gleich mal. Der kleine weiße Balken von der Kräutertinktur, der sagt, wie viel das drin ist. Und wenn wir es einmal hernehmen, ah ja, so ein kleiner Millimeter ist dann weniger. Ist aber in Ordnung. Haben die jetzt auch den Status desinfiziert? Ah. Das ist geil. Das ist stark. Das ist gut. Das gefällt mir. Saufen kann ich auch. Das ist mit Sicherheit nicht so geil. Das ist wie wenn es eine Klosterfrau... Also, Achtung, Pro-Tipp, Kinder.
Achtung, Pro-Tipp! Wenn du in der Früh um 5 nach 8 3 Schluck Klosterfrau Melissengeist brauchst, damit du das Ziel dann aufhörst, hast du ein Alkoholproblem, aber sag's keinem. So, waren wir da unten schon. Ich weiß nicht mehr, ich hab's vergessen, ich geh jetzt einfach da oben und schau, was passiert. Aber das Schlimmste ist, dass es schon wieder fast halb 10 ist. Sagt's jetzt eh nicht so nicht. Sagt's jetzt eh nicht so nicht. Wir spielen schon ein wenig, jetzt nicht oben. Also die Stadt looten wir auf alle Fälle noch sauber durch. Ja, am Anfang ist sauber schauen, das Allerwichtigste, dass du ein bisschen Zeug hast, damit du ein bisschen länger nicht... Oh, was haben wir da gefunden? Eine Tomaten, jawohl, die hauen wir uns ein. Die nehmen wir gleich, unser Essen ist immer noch gelb. Die Gickel-Tipp haben den Fall gebracht, gell? Und da auf dem Tisch liegt, glaube ich, schon wieder ein Magazin. Langsam war es ganz geil, wenn wir so eine Pistolen finden da so ein 9mm oder so, wo die Magazine da einpassen. 12 Schuss IJ-70 Magazin. Das haben wir schon 30 in die Dinge. Wo könnten die eine? Abnehmbares, machen wir so, schauen wir uns mal ein bisschen genauer. Da ist ein Patron drin. Abnehmbares Kastenmagazin für die IJ-70-Pistole. Habe jetzt kein Battle im Kopf, wie die ausschaut. Fast bis zu 12 Schuss, 380 ACP-Munition. Wo hatten die waffennarrischen Österreicher? Eine 380er ACP-Munition ist schon ordentlich, oder? Da brauchst du nicht. Da brauchst du aber nicht treffen lassen, oder? Glaube ich. Die schlechteste Pistole im Game, schreibt der Tobias. Alles klar. Das erklärt, warum wir 3 Magazine davon finden. So, jetzt greifen wir da mal noch schnell durch die Bahn durch. Vielleicht ist da irgendwo wirklich was am Boden. Einmal bloß grob durchgelaufen. Und ich hab schon mal welche am Boden gefunden. Ich weiß nicht, das haben wir letztes Jahr im Stream auch probiert, dass wir mir da Äpfel oder irgendwas finden an den Bäumen. Und da war nie irgendwas. Nicht mal irgendwas vergammelt, nix. Warum geht denn mein Essen so schnell nach unten? Ich tue doch gar nichts. Ich sprint nicht, ich hab nicht zu viel Zeit da. Boah, leck, bin ich jetzt da schon. Ich bin jetzt steckerblind, währenddessen er geschossen hat. Jetzt hätte ich fast einen Herzinfarkt gekriegt. Grütze fix nochmal. In den Plantagen, da ist nichts. Da hat der Xenomorph hat vorher schon geschrieben, da hat er recht. Hab ich eigentlich schon wieder irgendjemanden übersehen? Ich weiß nicht. Wieselburger Besti. Servus, Birger, ich war jetzt da und bereit für den Spaß. Sei lustig. Auf Kommando, okay? Ich versuch's, gib mir. But this is not how it works. Oh, was haben wir da? Metalldraht. Weiß ich nicht mehr. Was kann man sich denn in eine Falle bauen? Da kann man sich doch eine Falle... Das der wir diesmal. Ich nehm da mal mit. Ja, probieren wir das einmal. Was kann man da machen? Selbst fesseln. Wieso soll ich die mit den selber fesseln? Was ist denn das für Behinderung? Warum denn? Wir haben doch so einen Zaun. Kann man das kombinieren? Nein. Hey Birger, was ist eigentlich heuer mit Horror-Games geplant? Das ist eine gute Frage. Da habe ich gestern erst von der GameStar das neue Video gesehen mit Teil 2 der Blockbuster für 2022. Und jetzt muss ich kurz überlegen, was das heißt. Das ist von einem von den Machern von Dead Space. Nicht Dead Space selber, da kommt der Remake, ich weiß. Was haben wir da? Arbeitshosen. In Neongrün. Braucht kein Mensch. Was haben wir da? Le Spontablu. Nein. Wie heißt's denn? Protokoll. Glaube ich, heißt's. Und es ist spielt im PUBG-Universum. Ich weiß, ihr war erst mir denkt, Alter, hau ab mit PUBG, ich krieg einen Schlaganfall. Vielleicht heißt es auch Space Dead. Stickers, das ist recht. Oh, da ist ein einzelner Baum. Warten wir, bis er rumkommt an der Schlange. Hast du schon eine drin im Knackoper? Hat's dich schon? Weiß ich nicht, da kannst du am Boden umeinander hopseln, wie du möchtest. Da, eine im Popo, du Klappspaten, du. Klappspaten ist übrigens mein neues Lieblingswort. 8 Kochsalzlösung schluckt Essen. Ja, das ist interessant. Ja, da war jetzt ein einzelner Baum und da haben definitiv Birnen dran. Aber man kann die auch da nicht pflücken oder irgend sowas, gell? Also man kriegt die vom Baum nicht runter, die müssen runterfallen. Das ist irgendwie behindert. Das ist schon irgendwie dumm. Da ist noch ein Zombie. Ich glaube, da haben wir jetzt schon 3 mehr rundum gelaufen an der Stelle. Mir jetzt aber wurscht. Solange da Zombies sind, werden sie da schlagen. Maul, Leuten! Was hast denn du dabei?
Innereien! Gemischte Innereien. Der Vorbesitzer braucht sie nicht mehr. Sollen wir die fressen und schauen, was passiert? Kann man mal. Aber dann bist du der Depp. Na gut. Jetzt gehen wir mal weiter in die Stadt. Da oben sind noch Häuser. Da steht auch noch so ein einzelner Baum, der ausschaut wie ein Apfelbaum irgendwie. Hau mit dem Rohr dagegen, ja, das darf zumindest Sinn machen. Opa! Woher weißt du das schon wieder, dass ich auch nicht kassiert hab? Was? Wie, du hast noch nicht kassiert? Hey, dafür kann ich nix. Da kann ich nix dafür, gell? Ruhe ist. Gibt's. Da hab ich was durchkennen. Was hab ich da durchkennen? Band zusammenschneiden. Da fällt nichts runter. Das ist totaler Kass. Totaler Kass ist das. Da hab ich mehrere Dusel, wenn ich Zombies da schlag, dass die was droppen. Ja, schrei mich nicht lang an. Außerdem, wo hätten die was zum Essen in seiner kurzen Jeanshosen? Opa, zirk der Jackerl oder raus, das Eis kalt. Hast du was dabei? Außer in der Reihen vielleicht, das war super. Wo bist denn? Hat auch nix. Da liegt nix, da pickt nix, da gibt's nix. Unten ballern selber noch umeinander. Ich weiß nicht, da dürfen jetzt dann bald 15 Leute gestorben sein. The Callisto Protocol, jawohl, Mr. Babyborn. Wahrscheinlich hat es vorher schon jemand anders geschrieben, aber egal. In der Reihen und ein langer Stock ist ein Bogen. Das war? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. I don't trust this shit. Was tust denn du da drin? Alter, das ist ein Military-Zombie. Au! Aufhören! Du Klopp! Kackspacken, Alter! Hat er mich blöd? Da seht ihr jetzt das Symbol rechts unten. Bei den Symbole ganz links, das ist der Cut mit einmal und da blüht man langsam. Die gute alte Dickdarmzwille. Spreng du Spacken, bist mir auch abgegangen. Ein Jagdwesterl hat der dabei. Ja, Brudi, schau mal mir stabil aus, Alter. Gib dir! Jetzt haben wir noch mehr Stauraum. Schau dir das an. Unseren Angelhaken können wir auch reinhauen. Ha! Pro-Gaming! Aber die ist ziemlich im Arsch, glaube ich, oder? Die ist beschädigt. Ja. War geil, wenn wir mal so ein Nähset finden, damit wir das Zeug wieder herrichten können. Oder was wir mal probieren können. Warte mal, also probieren wir mal schnell. Mal tauschen. Kann man das vielleicht mit dem Panzertape wieder zusammen... Ja! Schau hin. Nein, kann man nicht. Oh. Hätte ich gemeint. Du, da hätte ich gemeint. Snooze, bitte! 10 ist 2, wie mir erzähle ich das. Alter, was da los? Wo ich das letzte Mal da war, waren es noch 100 Leute auf Twitch. Please help me. Was, wie viele Leute haben wir auf Twitch? Ich sag, dass wir, also ich weiß nicht, ob es schon wieder stehen bleiben ist, ich sag, dass wir insgesamt über 1500 sind. Erst einmal habe ich die Ehre, ein schönes neues Jahr an euch alle, die vielleicht gerade zuschalten oder auch nicht. Bin wieder da. 300, was? Alles klärchen, Freunde der Sonne. Das erklärt, warum meine Views auf YouTube hier steil bergab gehen, weil alle bloß auf Twitch schauen. Ihr müsst auf beiden Plattformen, hallo. So, das ziehen wir wieder an, das Klump, das graffe Klump. Und geht's weiter. Da herum liegt auch kein Apfel unterm Baum, nix, lauter Schund. Basht mal jeder einen Like-Button, das ist das Allerwichtigste. Und wer nicht liked, der schlägt einen LeBron sein Mosin. Von innen! Das war so schön, wenn da wenigstens auf der Riesendruck, weißt du, rundum lauter Apfelbaum. Da will man jetzt einfach stehen bleiben, darf man davor verhungern. Was ist mit der Plague Tale Requiem? Oder Requiem, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Wird selbstverständlich gespielt. So, um auf die generelle Frage für 2020 zurückzukommen, wo ich vorher kurz einmal angefangen habe zum Fragen. Hey, Cracker! Hauen wir uns Cracker ein, haben wir nichts zum Essen. Und zwar, letztes Jahr haben wir so ein bisschen festgelegt, so, dass wir immer was anderes spielen. Ja? Jeden Montag was anderes, jeden Mittwoch was anderes und ein bisschen mehr Abwechslung haben. Dafür spielen wir die Spiele oft nicht fertig. Keine Ahnung, ich selber kann es nicht beurteilen, weil ich mich da so ein bisschen in dieser ein Netzgeflecht, da kann man sich einen Ghillie-Suit draus bauen, oder? Nehmen wir mal mit. Weil ich mich da selber so ein bisschen gedanklich, glaube ich, auch festgefahren habe drin, das ist jetzt so und anders ist schlecht. Nehmen wir mal das Beispiel God of War. Kommt am Freitag raus. Ich weiß, einige werden das wahrscheinlich kennen und ich habe richtig Bock drauf, weil es, glaube ich, ein gutes Story-Spiel ist, hat geiles Gameplay, ist brutal. Glaube ich weiß nicht viel vom Spiel. Moment, ich muss kurz die Jogginghose zerschnipseln.
Und überhaupt nicht sowieso. Ich schaue eine Donations gleich an. Bitte lasst mich kurz fertig reden. Was ist jetzt? Warum ist mein Steakmesser da am Boden? Ist es jetzt demoliert oder was? Nein, es ist ruiniert. Kann man jetzt gar nichts mehr damit anfangen oder ist es jetzt einfach bloß im Arsch? Und desinfizieren wir es gleich wieder. Ja. Und zwar, ob man einfach Spiele mal wieder ein bisschen, also nicht jetzt halt, wir spielen ja nicht jetzt von heute bis zum 1. Juni 2-3 Mal in der Woche Daisy. So meine ich es nicht. Aber God of War, wenn halt einmal 20 Stunden dauert, dann haben das halt mindestens 10 Streams, was mindestens 2,5 Monate sind. Das ist halt einfach ein Witz, da müssen wir ein paar Samstage einhauen. Was halten wir von ein paar Samstag-Streams? Um aufzuholen. Die werden dann Open End. Gut, was steht diese dämliche Frage eigentlich? Oh, schau, was da liegt. Ein MK2. Mit Magazin, Brudi. Bist du deppert? Nehmen wir mit, oder? Der Zombie-Killer. Oder? Haben da Schuss drin? Ja, da ist Schuss drin. Sollen wir die mal testen? Sollen wir die mal antesten? Die werden wir gerne mal antesten da draußen, die Herren Zombie. Hey! Zombie-Sepp, halt mal den Bimbus her, ich muss mal schnell was abprobieren. Ah, nein. Und dann muss ich jetzt mal einzeln nachladen, oder? Also ich kann euch gleich schon mal garantieren, es wird nicht jeden Samstag einen Stream geben. Ja? Ihr seid vielleicht, ich mag es auch nicht sagen und dann tue ich es nicht, aber vielleicht ein paar Mal öfter jetzt noch bis, ich sage mal März, April, bis draußen wieder schön wird. Ja, dann habe ich am Samstag einfach was anderes zum tun als zum Streamen, aber ich glaube, das weiß ja jeder, der da ist und der schon eine Zeit dabei ist. Schauen wir mal, ob der was dabei hat. Nein. Wo ist jetzt mein Rohr? Nein, ich habe einen Vorschlaghammer gefunden! Jetzt gibt's einen mit dem Vorschlaghammer ins Gesicht, dein Zimmer, du Klappspaten, du! Da ist der! Was hast du für einen geilen Hut auf? Das ist ein Flügelhut. Da! Hammer! Oh, da braucht er bloß 3 Schläge schon. Oh, was hat denn hier? Ah, Zucchini. Pfui Teufel, ich mag eh keine Sau. Wirf's am Boni. Da schlagen wir sie da vorne. Dann loopen wir mal da hinten. Da glaube ich, waren wir noch nicht. Omi! Gibt's eine mit dem Vorschlag haben wir 10 Minuten. Wir hatten da jetzt so geschrien, war das sie? Die hat sie gar nicht gekriegt. Stop! Head of time! So, jetzt chillen wir, jetzt gehen wir in die Bude rein, muss ich mir kurz durchlesen, die hat schon wieder total eskaliert. Wen hab ich nicht zu übersehen? Snooze bin ich merci für den 10er. Nico, Birger, du hast 24 Schuss in deine Magazine, ich mach daraus 2 volle, der innere Monk flippt vollkommen aus. Hätte ich schon lange gemacht, wenn ich die Pistolen dazu hätte. Ansonsten bis dahin ist es mir wurscht. Merci für deinen 5er. Hirschi, ich bin auch wieder da, plus 5 Kilo. Scheiß Weihnachten. Ich glaube, ich habe weder abgenommen noch angenommen. Noch abgenommen noch angenommen. Was bin ich für ein Behinderter? Noch zugenommen. Ich habe die erste Woche gefressen wie ein Behinderter und die zweite Woche dann war ich bis Mittwoch außer Gefecht und hab fast gar nichts gegessen. Zwecks Behindertsaufen. Entschuldigung. Merci für deinen Zwickel. Marco, merci für deine Mitgliedschaft. 3 Monate sind schon leck. Birger Gustl, merci für deine 3 Monate. Bussi, welcome to the squad. An den Marco. An die Wand. Servus im Neichen. Gut schaust aus. An die Wand. Ich sag dir nicht, aber sie schauen mit Sicherheit auch brutal gut aus. Merci für deinen Zwickel. Traumtänzerin, merci für deine, ich mag die Zahl an Monat gar nicht vorlesen. Dere alte Wursthaut, Traumtänzerin, dere alte, fällt mir jetzt nichts ein, was nicht zu base ist. WB, was übrigens, welcome back, wieder, damit die 5 Minuten wieder gefüllt sind. So, da gibt es wieder einen Scheißdreck da herin. Schauen wir mal ins Gewächshäusl aus, ob da was herinflackt. Gibt's da was? Gibt's da was? Nein, gibt's natürlich wieder nix. Da gibt's einen Zombie zum Zerschlagen und seine geschissene Holzhütten. Ja, das ist meine Holzhütten, du Klappspaten. Ich bin der mit dem Vorschlaghammer, ich schon von. So schaut's aus. Ah, was ist das wieder? Scheiß Mulchpulver, ist totaler Dreck, moin nicht. Schuh gibt's da! Der alter Ludwig! Hau rein! Merci wieder Mitgliedschaft, Bussi, Hirschi, ja, ganze 3 Jahre, Alter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Vielen Dank. Hirschi, Bussi aufs Nussi und den ganzen Rest natürlich auch. Karl-Heinz Kabe! Jetzt ist im nächsten Jahr, ja, ich seh's 11 Monate. Karl-Heinz Kabe, Bussi aufs Nussi. Guter Name, by the way. Wer weiß, was das für ein Name ist? Ab in den Chat. Jetzt müssen wir ein bisschen schneller da. Aber so wirklich was zum Essen finden, der meine ich, gell? Müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen losen? Ein wenig losen, nicht, dass da noch ein Gickel anstrengst oder so. Oh, der gute alte Motorradhelm. Nein, den nehmen wir nicht, der ist mir. Da stickt man bloß wieder. Da was herin. Nein, liegt überall nichts. Karl-Heinz Kaber, Preisenjäger, bester Mann am Platz. Der hat geregelt, Alter. Der hat geregelt. Der hat einen toller Klaus und so verrannt, dass du sagst.
Oh, das ist ein geiler Rucksack, den hätte ich gern. Den Rucksack, den hätte ich gern, ohne dass ich ihn kaputt mache. Natürlich hauen wir erstmal mit dem Vorschlaghammer drauf, damit nichts passiert. Wie ist der beieinander? Abgenutzt. Wieso kann ich den jetzt nicht nehmen? Werft man den am Pony und den ziehst du an. Da schau wie geil getarnt, dass der ist. Easy. Aber einen kriegen der wir halt auch nichts, gell? Machen wir jetzt so. Oh, da haben wir noch was zum Essen. Wir haben eigentlich ziemlich ausreichend zum Essen. Das ist echt in Ordnung. So. Nehmen wir sicherheitshalber auch nochmal mit. Den nehmen wir auch mit. Die Tang nehmen wir auch mit. Ich weiß nicht so hundertprozentig. Fabister schon, da haben wir Fabister getan. Aber andere Jacken braucht man nur. Die Jacken ist eine Vollkatastrophe. Die Jacken ist eine Vollkatastrophe. Weißt du, war jetzt da gerade in dem Haus drin oder nicht? Nein, Kragenkleid. Das ist einfach immer wieder gut. Kannst sagen, was du magst. Jetzt haben wir ein Punktal Bandana und wir haben ein Punktal Jackerl. Schön. Nix da. Weg mit dem Schund. Die Jagerjacken ist brutal gut, sagt der ich. Was haben wir da? Ein Neset! Finally! Jetzt können wir unseren Scheiß einmal richten, schön. Nehmen wir unsere Hosen in die Hand und kombinieren wir das und dann wir es flicken. Flicken wir mal unser Zeug zusammen, damit nichts passiert. So, Hosen wird zusammengenäht. Arbeite dran. Jawohl, ja. Hosen wieder anziehen. Dann nehmen wir, wie schaut unser Jackerl aus? Abgenutzt. Das kann man nicht. Ich glaube, abgenutzt ist der letzte Status an Beschädigung oder Zustand von Items. Der nächste ist makellos. Und mit dem Nähset bringst du dein Zeug nicht auf makellos. Meines Wissens. Bitte lasse es mich wissen im Chat, falls doch. Aber beschädigt ist die Stufen drunter. Was, den müsste man eigentlich richten können. Jawohl. Kleidung kannst du mit Klebeband richten. Kleidung? Das habe ich aber vorher probiert, ist nicht gegangen. Ich habe nur einen Rucksack kommen mit Klebeband richten. Werden wir jetzt auch mal schnell ausprobieren. Wollen wir tauschen? Klebeband? Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Der ist aber auch, wie ist denn unser Rucksack abgenutzt? Ja, den Status kriegen wir nicht her. Aber so schaut wieder alles ganz stabil aus. Kann man lassen. Passt, schaut gut aus. Passt gut gegangen. Also haben wir jetzt da noch so einen Klappspaten zum der Schlung. Oh, der hat auch einen Rucksack. Schlagen wir ihn mal von vorne. Vielleicht machen wir da einen Rucksack nicht kaputt hinten dran. Jetzt habe ich wieder von der Seite reingehauen, gell? Ja. Oh, der ist demoliert. Nein, den mag ich nicht. Nein, den demolierten Scheiß, den kannst du behalten. Nicht. Klebeband geht für Rucksack, Sepp. Ja, das weiß ich, dass das geht, aber für den da wahrscheinlich nicht. Das ist so ein Jute, aus Jute Burlap Sack, glaube ich, heißt es auf Englisch. Ich weiß den deutschen Namen nicht, die deutsche Übersetzung genau. Naja, schaut aus, als hätte man durchgelootet, oder? Also super stabil schauen wir nicht aus, gell? Hätten wir eigentlich mehrere erhofft, jetzt gehen wir da noch mit durch. Und schauen wir ein letztes Mal unter die Baum, ob da irgendwo was liegt. Irgendwo. Da haben so viele Apfelbäume. Das ganze Scheißfeld ist voll davon. Und nirgends liegt irgendwas am Boden. Das ist wirklich, das ist erbärmlich. Sag ich dir ganz ehrlich, das ist erbärmlich. Ja, kein Gickerl nicht schreien. Und dann müssen wir uns ein neues Ziel setzen, Kinder. Ich würde sagen, wir gehen noch mal zurück zu dem Bauernhof am Anfang von der Stadt kurz. Da springt man schnell durch. Trinken wir was sauber, dann hauen wir uns noch ein Essen rein. Füllen wir unsere Wasserflaschen auf und dann los, oder? Wie ist der Plan? Einser für ein Jahr, genau so machen wir es. Nuller mit anderen Plan. Schrei mich nicht so behindert an, ich hab einen Vorschlag, haben wir du. Arschloch. Kann auch mal was droppen, irgendwas, was man brauchen kann. Null knockert über sehr viel. So weit haben wir noch nicht. Da müssen wir uns langsam aber hier durchkämpfen. Also ich glaube, wir haben ja jetzt Heisel in der Stadt ausgelut. Und vielleicht auch ein bisschen fake geschmatzt und die Hälfte übersehen und überhaupt sowieso. Aber der erste Tag nach dem kurzen Urlaub, weißt du das eh wieder. Was, bist du am Apfel vorbeigelaufen? Das lasse ich mir jetzt aber nicht zweimal sagen, das glaube ich dir nicht. Glaube ich dir nicht. Wo? Da ist nix. Glaube ich jetzt nicht. Da geht's zurück. I don't trust you. Netzgeflecht kombinieren mit Draht. Probier ich aus.
So. Rad. Netzgeflecht. Reuse. Ein Fischreisen oder was? Jetzt füllen wir uns einmal auf mit Wasser etc. und dann... Was kann die? Eine Reuse aus Netzen und Metalldraht für zusätzliche Stabilität. Sobald ein Fisch durch die Öffnung hineinschwimmt, findet er höchstwahrscheinlich nicht mehr heraus. Ja, wie halt eine Fischreuse funktioniert. Das habe ich schon mal mit dem Papp zusammengebaut. Das weiß ich. Und dann haben wir es in die Seite da. Und haben wir tatsächlich so eine große Forellen gefangen. Und einen Frosch. Und Weißkepf. Wie haben es geheißen? Ich weiß nicht mehr, wie die Fische... Mein Papa hat das gewusst, ich habe es nicht gewusst. Weiß... Irgendwas mit Weiß. Da haben wir noch ins Aquarium rein. Ob du das glaubst oder nicht? Weil die nehme ich mit. Stabile Fischreisen, was möchtest du mit der? Da kannst du nichts verkehrt machen. Da müssten wir uns fast irgendwo einen Fluss oder so suchen. Ja, scheiß auf den Opfer, jetzt gehen wir zurück und schauen wir, wo wir hingehen. Einen weißen Hai. Gibt's einen Weißfisch? Ich weiß nicht. Ich sag das, wie es ist. Wauzi, gibt's einen Weißfisch? Wahrscheinlich schon. Es gibt einen jeden. Wenn ich jetzt sage, Weißadlerfisch, dann gibt's ihn wahrscheinlich auch. Ich hab absolut keine Ahnung und einfach bloß irgendwelche Wörter aneinander gereiht. Weißkopfseeadler. Ja, und sie haben wir gefangen. In der Fischreusen. Da gibt's in Minge irgendwo an der Isar, ich weiß nicht mehr genau wo, gibt's eine Fischtreppen. Kennt die jemand? Gibt's die noch? Das weiß ich nicht. Das ist jahrelang. Also es ist Jahrzehnte her, wie ich da das letzte Mal war. Gibt's in Minge, haben wir jemanden da, einen Mingerer, der das weiß. Da gibt's eine Fischtreppen an der Isar und da waren wir alle. Und so Staustufen und so weiter und so fort. Ja, schrei mir nicht so behindert, oder du Arschloch. Da kannst du einen Vorschlaghammer kannst du haben. Ja, Zombie-Killer, Alter. Ja, die gibt es noch. Shady Van. Tatsächlich kennt jemand diese Dings. Das gefreut mich. Ja, da kriege ich sofort wieder Flashbacks. Bin ich sofort wieder ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ist jetzt der Bauernhof eigentlich hingekommen, wo wir mir was drungen haben? Ich weiß es nicht. Weißfisch ist ein Überbegriff. Ja, gut. Oh, da war unser Feierherrin. Haben wir total falsch. Oh, zurück aus. Haben denn die Zombies eigentlich alles für ein scheiß Problem? Was ist mit denen? Ich bin meilenweit weg, Leute. Was ist mit euch? Ja, super. Spitze! Voll zusammen! Zusammen, voll zusammen! So, 2 Zombies killt. Du was dabei, wieder nichts dabei. Da haben noch 2! Jetzt kannst du mal abhauen jetzt! Was soll denn der Kack jetzt da? Hey, Alter, was ist denn die Agro-Range von den Idioten? Wahnsinn! Jetzt da schlagen wir aber da oben einer. Fische sind Freunde, kein Futter. Oma! Omas haben normalerweise immer was zum Essen, die hat wieder nix. Bei uns kann ich das so echt. Aber war der Bauernhof von der Oma, oder? Oder wo war denn der? Map! Wo war denn das? Wo haben wir da gekocht und wo waren wir da? Geh mit dem Maus, ich sag das, was ist. Map! Ich sag das, was ist. Ich weiß nicht, wo man da ist die Abzweigung. Lass mich mal schnell schauen. Da haben mehrere Abzweigungen. Ich glaube, was sind wir? Wir sind genau da. Wenn wir da sein, so das da herum, dann müssen wir noch weiter oben. Erklärt warum da hinten die Zombies alle schon respawned sind. Da weiter unten, oder? Da ist die Schupfergebäude. Weiß nicht, schauen wir mal. This is a map, Thrasher! It trash the map! Dann ist wieder Zombie. Dann bunkert man uns da einmal ins Haus, ey. Halt die Schnauze. Oh, da habe ich wieder nichts dabei. Lauter Kack. Lauteres Kack. Ja, da haben so viel. Ja, nicht pullen. Wo ist denn der? Der Kleine? Da unten ist er. Haben wir schon gesehen. Der Tag Hupsi schreit zuerst Bürger und alles klar, weil du schlechte Leute geht's immer gut. Tu dich nicht obi. Tu dich nicht obi. Jetzt müssen wir da wieder 10.000 Zombies da schlagen.
Das ist dabei. Dafür blüht man. Das ist das Allerwichtigste. Nimm die. Du sollst die Bandagen nehmen. Gutzif. Gutzif. Kalle Schwänzen! Servus, kurz als ja dir. Dein Chefin und der ganzen Community. Schaust du eine aktuelle Serie? Kalle Schwänzen? Nein. Was ich gerade tue, ich habe ein bisschen zu spät angefangen, dass ich mir die typischen Weihnachtsfilme anschaue. Ich bin gerade dabei, dass ich Harry Potter wieder durchschaue. Ich wechsle das von Jahr zu Jahr ab. Ein Jahr schaue ich mir Harry Potter an, nächstes Jahr lasse ich es dann wieder aus. Dafür schaue ich mir nächstes Jahr Herr der Ringe an. Dann lasse ich übernächstes Jahr wieder Herr der Ringe aus und schaue mir Harry Potter an. Serie schaue ich aktuell keine. Ich habe es ja immer noch nicht geschafft, dass ich mir einen Witcher Staffel 2 anschaue. Schande über mein Haupt, ich weiß. Aber ich bleibe auf die Nacht über in YouTube hängen. Und dann, ja. So, jetzt geißen wir uns einmal voll. Und dann stellen wir uns da irgendwie in eine Bude und dann schauen wir. Last Rage, welcome to the Squad übrigens. Die habe ich übersehen, es tut mir leid. Xenomorph. Du kannst auch blocken, rechte Maustaste plus zurückgehen. Dann erwischen dich die Zombies nicht. Vor allem, wenn sie auf dich zulaufen. Das habe ich gerade probiert. Da bin ich noch ein bisschen noobig drin. Sehr noobig. Muss ich noch öfter probieren. Danke für den Tipp. Kalle Schwensen, merci für den Drilling. Last Rage, welcome to the Squad. Und Bavarian Player, merci für deine Mitgliedschaft. Hat sich fix, es ist schon wieder ein Jahr um mich. Merci für die gute Zeit. Auf ein sauberes 2020. Ich weiß nicht, wie 2020 wird, aber wir haben ja dieses Jahr ein paar richtig gute Spiele, die rauskommen. So, jetzt gehen wir da mal in die Bude ein. Oh, was haben wir da gefunden? Lagerfeuer, 3 Bein. Das brauchen wir nicht. So, jetzt machen wir mal die Map auf. Map! Und jetzt orientieren wir uns einmal, wo wir heute noch hinreisen. Weißt du, wo wir heute noch hinreisen? Ich hab schon gesehen, wo wir heute noch hinreisen. Und zwar die Straße da rauf zu den Zeiten. Was ist denn das da? Ah, oh, das sind Jagdhäuser, Alter. Zu denen gehen wir noch. Und dann lauft man weiter, spätestens überhaupt 3/4 drauf geschissen. Und dann lauft man weiter und da an der Tankstelle locken wir uns aus. Ist das ein Deal? Der ignoriert es eiskalt. Was ignoriere ich eiskalt? Was habe ich nicht ignoriert? Es tut mir so leid. Was habe ich nicht ignoriert? In Proxy! Was? Was habe ich ignoriert? Schnell, schreib! Jetzt lies halt einmal deinen Chat, du blinder Maulwurf. Hast du, weiß ich nicht. Ich habe 2 Chats auf einmal, plus Donation-Listen, plus Spay, plus Map. Was soll ich machen? Den ewigen Spam. Was für ein Spam? In YouTube hängen bleiben, beim Wongel. Was? Jetzt kannst du 22er Klumper zahlen, hast mit der Fleischreisen Doris Eltern umgebracht, oder was? Was soll in der Liter steht so viel Schund? Preisenspei, ja, das da mal, das Heisel am Waffen und Rucksack, das weiß ich, 6 Stöcke plus Rucksack ist gleich größerer Rucksack. Ah. Okay. Don't show this again. Okay. Safe. Das ist der Plan, Leute. Der Plan. Wir gehen jetzt da auf, nur scheiß Ruhe ist. Map! Ich glaube, es wird ihm nicht angezeigt. Was wird denn mir nicht angezeigt? Bei den Jagdhütten gibt es sau viel Muni und Buffen. Ja, vielleicht auch andere Spiele. Ich glaube, sein Restream-Chat blendet den Spam aus. Du, das kann vielleicht gut sein, dass das auf dem YouTube-Hauptchat läuft. Es kann vielleicht gut möglich sein, dass ich nur einen Top-Chat sage. Ich weiß es nicht. Die Info kam von Patrick. Was für Info? Schreibt dir dann jemand die Info. 6 kurze Stöcke mit deinem Rucksack kombinieren, dann wird er größer. Und aus den Innereien kannst du Angelschnur machen. Alles klar, die Innereien finde ich nie wieder. Ich nehme jetzt die Pastete. Mach's auf und frisst die. Währenddessen. Oh, Zombie-Sepp, Achtung. Ich höre mich nicht beim Essen, jetzt ist ich erst. Du hast jetzt Pause, ich is jetzt erst. Bürger Kleinkind tötet Doris Eltern. Ich check überhaupt nichts. Na, Spieler sind da wenig. Ah, bei der Jagerheisel war jetzt nicht so. Die Deppen mir kopieren seit 100 Zeilen den gleichen Text. Ja, ich seh's aber halt einfach nicht. Er weiß jetzt, könnt's aufhören. Ich weiß nicht, was weiß ich denn? Ich weiß nicht, was ich jetzt weiß. Das mit dem Rucksack. Opa noch schnell zusammendroschen. So, jetzt ist die Frage, wo lang? Machen wir mit Map auf. Wir laufen, wir haben jetzt da an dem... Warte mal. Muss ich schon schauen, wo die lange Schupfe hinzeigt. Jetzt mal so wacht. Da, wo die lange Schupfe hinzeigt, da muss ich jetzt schnell raustappen. Wo ist die lange Schupfe? Man sagt nicht vor lauter. Ist das überhaupt da herunten? Ja, das ist schon da herunten. Das für ein Haus. Okay, das ist rote Backsteinheisel.
und das ist die Schupfe. Und in die Richtung müssen wir die Straße entlang. Das heißt, das rote Backsteinhäusl ist das da. Und das ist die Schupfe, da müssen wir da lang. Sinn. Macht das Sinn? Die Wolken fliegen nach Osten. Denk nur cool. Ja, da die Straße, da die Kurven und die Straße offen. Schlägerei! Hat's schon. Ruhig. Ruhig. Also nach Adam Riese, derer Straße da noch. Und es ist ein Stickerl. Kann sein. Kann sein. Eine Linie zwischen Schupfer und dem Backsteinhäusl zirkt und zeigt es da auf, wo die Straße entlang geht. Und das ist, ja genau, das ist der weiße Feldweg, der nach links geht, nach Westen quasi. Und jetzt spüren wir auf die mit Stromleitung mit dem gelben Ding ein. Das ist eigentlich der Indikator, nach dem ich schauen nicht sollen. Und da haben wir schöne God Rays und da geht es an der Ding entlang. Jawohl. Schaut gut aus, Leute. Schauen wir uns an. Schauen wir uns an. Manu! Alter, unbedingt God of War. Zur Not am Wochenende. Es geht sowieso nur am Wochenende. Vielleicht geht's auch. Ja, ich muss mich dann sehr krass zurückhalten. Ich spiele momentan relativ viel Eve. Und die Leute, mit denen ich da spiele, die haben am aktivsten am Wochenende. Und machen halt dann gern Aktionen am Samstag auf die Nacht. Und das ist das, oder am Freitag auf die Nacht. Und das ist das, was ich halt gern mitspielen darf. Und dann bin ich wieder lästig, wenn die ohne mich was machen und ich krieg's nicht mit, oder ich darf so gern. Deswegen mag ich jetzt noch nichts versprechen. Am Freitag kommt God of War. Wahrscheinlich kann ich mich eh nicht zusammenreißen und wir sehen uns am Freitag um 8 Uhr. Aber nicht sicher. Ja, nicht sicher, nicht besser, wenn nicht. Aber spielen wir nächste Woche God of War. Ist das ein Deal? Montag. Und wahrscheinlich anfangen der wir schon am Freitag. Weiß auch nicht aus, halt. Ich möchte spielen. Ich freue mich, dass das Spiel für den PC kommt. Also es ist quasi das erste God of War für PlayStation 4 ist das, glaube ich, gekommen. Ja, muss fast so sein. Es ist von 2018, glaube ich. Und das kommt halt jetzt 3 Jahre später, 4 Jahre später, wenn man so möchte, auf dem PC. Es war eigentlich ein Sony-Exklusivtitel und jetzt kommt es halt einfach später. Da haben bei euch mit Sicherheit einige dabei, die das Spiel nicht kennen. Es sind aber mit Sicherheit auch einige dabei, die es kennen. Und es ist extrem hoch gelobt. Extrem hoch gelobt. Und ich glaube, es schaut verdammt gut aus, schaut verfickt gut aus. Und da habe ich Bock drauf. Ich glaube, es ist eine geile Story. Es ist brutal. Der Kratos ist einfach ein geiler Affe. Er ist wütend. Mehr weiß ich aber vom Spiel schon auch nicht. Ja, ich weiß, dass sein Bruder dabei ist, sein Sohn ist dabei. Mit dem rennst du umeinander, also du bist zu zweit. Und prügelst halt irgendwelche Sachen über den Haufen. Auf die wütendste Art und Weise. Und so 10, 15, 20 Stunden, wahrscheinlich ein bisschen mehr im Stream, weil ich halt dann doch wieder umeinander laber und stelle mich wieder dumm und dauert halt ein bisschen länger. Da werden wir nicht rundherum kommen, dass es ein bisschen länger dauert. So leid. Wir kommen in unserem Gebiet, wo wir uns jetzt durchlooten. Das ist das Jagergebiet. Leid! Kurti Kornspitz, merci für den Drilling. Grüße aus Franken, mal schauen, ob es wieder was zum Eistuhlen gibt. Nein, zum Eistuhlen gibt es jetzt diesmal nichts. Aber da vorne läuft schon wieder ein Zombie umeinander, aber die könnten jetzt auch von mir gespawnt sein. Merci für den Drilling. Manu, merci für dein Drilling. Xeno, merci für dein Euro. Kalle Schwensen, merci an den Rest. Bussi aufs Nussi, wir müssen uns jetzt da mal relativ zügig durchlooten. In der Hoffnung, dass es da guten Loot gibt. Und noch nicht viele Leute da waren. Weil da liegen gern fette Visiere, Waffen, ganz spezielle Kleidung, die nur da, glaube ich, spawnen kann sogar. So Jagergewand, das auch nicht jetzt strahlend weiß ist. Ja, für Schneemap war das super toll. Schneemap! Da war das natürlich super geil, aber für eine hauptsächlich eigentlich hellbraun-grüne Map. Was haben das überhaupt eigentlich für Zombies da? Die haben doch auch nein, die habe ich auch noch nie gesehen da. Die knockerten oben ohne. Knockerten oben ohne Teufel. Hat mich der gesehen? Er schaut in meine Richtung. Oh, da ist noch einer. Scheiße. Da habe ich einen Fehler gemacht, glaube ich. Das ist auf alle Fälle eine Spite-Limonade. Weißt du was, die blockt man jetzt da draußen. Einen hat's schon, zwei hat's. Wo ist der dritte Spacko?
Mal nichts dabei. Was haben wir da? Eine Jagerjacken, aber auch wieder in strahlend weiß. Gibt's den nicht in braun? Was haben wir da? Ein Lichterketten. Was soll ich mit der scheiß Lichterketten haben? Brauchst du zum Essen oder zum Schießen? Ein Foodlab bei Franz als Zombie, ja? Irgendwie, keine Ahnung, schau dir noch. Der mag schon gescheit wissen, ne? Jeder zweite schaut so aus. Das ist auch was, wo man sich noch ein bisschen mehr, nicht Mühe, kann man nicht sagen, wo man ein bisschen Arbeit einfließen hätte lassen können nach 9 oder 10 Jahren Entwicklung, dass es ein paar mehr unterschiedliche Zombie-Typen gibt. Medizinisches Thermometer. Geil, kann ich mir das in den Arsch einschieben. Achtung, werde ich ausprobieren. Er steckt sich straight in die Nosen. Ich muss Fieber messen. Achtung! Temperatur? Ja, und jetzt? Ah, rechts unten an meiner Temperatur steht es schon. 35,5 Grad. Ja, es ist jetzt nicht super optimal, aber es ist nicht schlecht. Umberto schreibt, hallo, ich bin auch so. Wie also? Wie der Foodlab, Franz. Ja, der ist wichtig. Ein Kompass. Jawohl! Brudi! Kompass ist wichtig für die Orientierung. Ja, jetzt sind wir geschickt. Hat sich schon rentiert, dass wir hergekommen sind. Hat sich schon rentiert, dass wir hergekommen sind. Sag ich dir, wie es ist. Sag ich dir, wie es ist. Wunderschön. Okay, da herum haben wir alles. Jetzt gehen wir mal da wieder. Da war ein kleiner Fluss schon hin. Da kann man unser Fischreisen rein tun. Was? Moon? Moon! Wo war Moon? War der Moon? Hab ich gesehen. Zombie Karl-Heinz Kaber, kriegst aufs Maul von mir. Zombie Karl-Heinz Kaber, kriegst aufs Maul von mir. Fischreise ausprobieren. Wie lange dauert denn das im Schnitt, bis da war der Moon oder was? Kompass für Jimmy. Scheiße, der verdammte Jimmy, jetzt auf dem Jimmy, ich krieg schon wieder Flashbacks. War da irgendwo Munition? Moon vergessen, aber wo? Wo war nirgends Moon? Guck mal, ich mach's dann auch einmal so, dass ich so rundum gehe und dann schaue ich nach links oben, ob da irgendwas aufploppt, aber ich finde nichts. Keine Ahnung, wo war ich? Im anderen Häusl hinten, oder was? Ich schau nochmal. In dieses Häusl schaue ich noch schnell rein. Habt ihr nicht den Moon gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Oder was ist? Ah! Guter Mann. Sind 62er Moon. Kann man brauchen. Ich glaub, die passt in die Mosin, wenn wir eine finden. Da schlagen wir ihm noch. Vielleicht hat er was Schönes. Boah, leck, Alter! Vorschlaghammer to your face! Lebenssepp! Ist God of War vergleichbar mit Dark Souls? Nicht vom Schwierig. Ja, ich glaube schon. Ich kann es nicht sagen. Ja, ich hab die alten gespielt, aber das ist halt 15 Jahre her. Ja, es ist so ein Third-Person-Prügler wie Dark Souls, ähnlich, aber ich glaube, der Schwierigkeitsgrad ist nicht der gleiche. Also es ist nicht so... Es ist linearer, glaube ich, und Quicktime-Events, ein bisschen, sowas hat Dark Souls, glaube ich, gar nicht, wenn ich richtig... Oh, da haben wir was. Was haben wir da? Da haben wir was gefunden. Verpackte 12er Slugs! Schrotflinten! Oh! Oh, oh, oh! Schrotflinten to your face! Ausbackeln! Ausbackeln! Währenddessen schauen wir rundum, ob da noch was erinnert ist. Am Boden liegt nix. Nice, Alter! Was ist das? 12 GA Patrone mit Slug-Munition, mit Schrotflinten kompatibel. Ist das ein Scharfe-Moon oder haben das wieder so Gummiteile? Ja, machen wir Pumpgun, die haben wir da oben. Jawohl, kann man da jetzt mal sauber einladen, oder was? Ja, hallo? Boah, geil, Alter. Slugs sind Gummi. Ist scharfe Muni, aber ohne Streuung. Es steht da, wenn es Gummi ist, aber Slugs hört sich doch so nach Gummigeschosse, oder? Das ist ein Scharfe. Schau dir das so. Schau dir das so. Mit der brenne ich da eine! Sagst du da, leckert mit dir und ich brenne da, ich sag das, was ist. Wisst ihr übrigens, auf was ich momentan überhaupt keinen Bock nicht hab? Irgendwie. Weil man, sag ich dir, was ist. Weil man gerade nichts einfällt irgendwie, auf was ich Bock hab. Oder ein Jagdziel für einen Rohr. 4-fach, 8-fach, 12-fach. Ja, Jackpot, oder? Können wir zwar nirgendwo aufschrauben. Auf der Schrotflinten wird es relativ wenig bringen, selbst wenn es gegangen.
Grüne Packung habe ich als Gummi im Kopf. Rot, scharf im Mund. Ja, ich eben auch, Mr. Proxy. Und Slugs hört sich... Aber ich habe auch in Erinnerung, dass das dort steht, wenn's Gummigeschosse sind. Naja. Oh Mann, aber so eine braune Jacken oder so hätte ich jetzt schon gern gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich schon mal da bin. Touristenlandkarte. In-Game Map! Wer soll sich denn da auskennen? Naja, aber das ist halt fürs Hardcore-Game-Feeling. In-Game Map! Wie machen wir die wieder zu? Ah ja. Ja, nehmen wir mal mit, keine Ahnung. Nehmen wir mal mit, braucht keinen Platz, wiegt nix. Braucht keinen Platz, wiegt nix, wiegt keinen Scheiß. Und da irgendwas in die Schrank drin? Nö. Schaut gut aus. Also hätten wir eigentlich die Fischreisen am Anfang aussetzen können und dann schauen, ob was drin ist. Ich glaube, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Das haben wir beim letzten Mal auch nicht gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, dass es überhaupt gibt. Vielleicht ist die ja neu. Keine Ahnung. Was haben wir da? Alter, ich brauche ein Schwert! Ja, was soll jetzt das sagen dazu? Jetzt nehmen wir mal unsere lila Bandana. Alter, schauen wir mir stabil aus. Gibt er uns. Gibt ihr uns. Messer können wir wegschmeißen. Wir haben ja kein Messer mehr. Das ist eigentlich schon ein Problem. Alter, zeig ja bloß noch einen Schlitz! Was ist das für Kack? Alter, das ist ja ein Linsalat! Alter, was ist mit ihm? Ich seh nichts mehr. Das tut mir so leid, der Ultra-Widescreen heim, den muss ich leider Gottes. Soll man auflassen oder wieder den anderen heim aufsetzen? 1 für auflassen, 0 für Eishockey heim. Ich warne euch, ihr sagt alles, also ich sag dann alles bloß nur so. 1 für auflassen, 0 für absetzen. 1, 0, 0, 0, 0. Oh, es ist sehr 50. Oh, das ist sogar sehr 50-50. Ich habe jetzt eigentlich schon schwerstens damit gerechnet, dass man. Ja, es ist 50-50. Ich sag, das ist, wir lassen ihn um. Wir lassen ihn erst einmal um, bis wir die nächste brauchbare Kopfbedeckung finden, okay? Ist das. Ist das behindert? Ja, nein, dann müssen wir. Ah ja, endlich ein Gaskocher. Geilo Mathe, da haben wir schon wieder so geschickt. Pass auf, das ins Gesicht wieder rein. Das da. Wieso kann man das nicht kombinieren? Ah, jetzt halt. Nice, Alter! Jetzt haben wir einen Gaskocher, Topf, jetzt können wir unterwegs grillen, Alter. Können wir sauer reingrillen ins Viech. Gibt's da sonst noch? Das muss ich ja doppelt und dreifach schauen, weil ich zuerst nichts mehr sehe. Im scheiß Eimer am Shell. Noch mit 12 Slugs. Ja, nehmen wir es mit, besser wie nix, da die sagen. Ja, gut. Dann haben wir ausgelut, da die sagen. Haben wir mir ausgelut, da die sagen. Jetzt müssen wir dann bloß noch. Schauen wir mal da vorne, da waren wir auch noch nicht. Gibt's da. Kann ich draußen auch Zeug spawnen? Keine Ahnung. Schaut bis jetzt ja gut aus. Zero Depth. Ja, der Ligon ist Ligon Braun. Ist der Liguan, ich hab's euch gesagt. Gibt's da dann irgendwas oder was genau ist das da? Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, Alter. Machen wir mit Map auf. Map! Müssen wir uns da einmal schnell hinlegen. Wo legt man sich denn gleich wieder hin? X, Y, Z. Ich hab keine Ahnung. Machen wir so. Wir haben da weitergegangen. Da waren wir drin, haben wir das Zeug alles durchsucht. 13. Da auf dem Weg warten nochmal ein paar Mal so Apfelbäume und so. Aber wir müssen quasi nach Westen. Das ist der Weiher, wo wir gerade drauf gestanden sind. Direkt nach Westen, bis eine Straße kommt. Das machen wir jetzt per Kompass, Alter. Map! Lang auf C drücken. Tatsache! Herr Kulze! Der andere Herr Kulze. Die haben das natürlich gut in Erinnerung. So, 5. Aufklappen. Zuklappen. Ich sehe mit dem Scheißding überhaupt nichts. So, müssen wir grob in diese Richtung da. Schaut gut aus. Jawohl, packelt man wieder ein. Ziehen wir raus. Los geht's. So, Rosen. Liebe müssen wir rosen.
Und dann müssen wir, ab beim nächsten Mal geht dann die Reise weiter. Aber weiter Richtung Nordwesten. Immer weiter ins Ziel rein. Also immer weiter ins Zentrum von der Map, beziehungsweise an den linken oberen Rand. Da wird der Loot besser. Slug ist eine einzelne 12 mm Kugel statt Schrot. Damit bringt auch das Ziel ferner was. Ah, okay. Okay, ja, verstehe schon. Das heißt quasi, es gibt ja die verschiedensten Arten von Schrotflintenmunition. Wenn man sich die ja einmal anschaut, ja, das sind ja so richtige dicke für Nicht-Waffenkenner. Ich bin auch kein Waffenkenner, aber die haben ja richtig so groß und richtig dick. Ja, man braucht bloß einmal die zweiläufige Schrotflinten anschauen, der Lauf ist ziemlich dick. Und hinten ist der Treibsatz drin und vorne in der Hülsen können verschiedene Sachen drin sein. Also einmal eine dicke Kugel oder halt Schrot, lauter kleine Kugeln. Und die strahlen halt besser, da triffst du einfach. He? Und das ist eine einzelne Kugel, dafür macht die halt wahrscheinlich mehr Damage, wenn du jemanden triffst damit. Leute, chillt's halt! Foxy, LeBron, Sun Praising Intensifies. Oh, leck, scheiße, stimmt! Boah, warte mal, gibt's sowas? Kommunikation? Einmal, weiß nicht, Kopf bekommen, runter, los, zeigen, leise, höher, halt, ausschalten, ich. Warte mal. Grüße, salutieren, hallo, Daumen hoch, Herz klatschen, vorzüglich. Das. Keine Ahnung. Gibt's nicht was, wo man. Ellenbogen, Mittelfinger, sieh mich an, Daumen runter, Facepalm, denk nach, stirb. Okay. Gibt's nicht irgendwelche Gesten, wo er dann seine Hände so in Tee reißt? Wer weiß, was das bedeutet? Praise the Sun. Wo haben die richtigen, wo haben die Gamer? Wo sind Gamer mit Ahnung? Wo sind's? Nein, nicht hier sitzen, du Spaß. Praise the Sun! So schaut der Heim aus. Jetzt weiß ich auch wieder, an was er mich erinnert. Da, nochmal in den Kompass eingelöst. Mit nichts passiert. Ah ja, haben wir schon richtig. Haben wir schon richtig. Kompass wieder weg. Los geht's. Natürlich mal 3. Ja gut, beim Wölfchen und beim Foxy frage ich da gar nicht nach. Das ist mir auch klar. Fast. Laserkrieg! Habe töt, Grüße aus, was? Grüße raus an den Gachi. Der Gachi! Gachi kriegt aber einen Grüß von mir. Bussi aufs Nussi, merci für den Euro. Herr Löffler, merci für den 5er. Excalibur, wo? Weiß ich nicht, gibt's Schwerter? Ich weiß nicht, wenn wir ein Schwert finden, haben wir den Chef, oder? Müssen wir mal ein bisschen sprinten, damit es nicht gar so lang dauert. Dann looten wir den Ort noch. Das ist eine Mini-Ortschaft, das haben bloß 2-3 Häuserl. Und dann können wir uns meinetwegen gerne noch kurz unterhalten. Was ist der Plan? Was ist der Plan am Mittwoch? Wer weiß, was wir am Mittwoch tun? Am Mittwoch kommt wieder was Neues. Sag ich euch, was ist. Ich hab vorher nicht gesagt, auf was ich eigentlich momentan keinen so einen Bock hab. Ja, weil mir irgendwie nichts einfällt, auf was ich Bock hab und irgendwie, ich weiß auch nicht, zeigt's mir nicht. Und zwar Videos. Videos machen. Zeigt mir momentan überhaupt nicht, ich sag das, was ist. Weder How-To's noch Kruzifix noch irgendwie, ich weiß nicht. Es war auch vor dem Urlaub schon so. Hab keinen Bock nicht. Sag ich dir, was ist. Und am Mittwoch schreibt leider schon einer, was wir da probieren, was Neues. Es kann der Live-Kruzifix werden, darum markiert euch einmal lieber das Datum am Mittwoch, 20 Uhr. Stecke ich mein Handy an? Ja, ich habe ein Handy, das ist neu. Ich nehme es nur trotzdem nie her. Und spiele mir Mobile Games. Und zwar werde ich einfach einmal aus den Google Play Store Charts, werde ich einfach einmal die ersten Spiele installieren und schauen wir uns das einmal an. Ich schimpfe ja immer über Mobile Games, aber so wirklich gespielt habe ich selber noch nie eins. Und ich habe das Gefühl, das kann harte Aggressionen auslösen. Darum... noch mehr Orientierungskompass. Nein, den brauchen wir nicht. Wir haben den coolen Kompass. Haben wir. Da gibt es aber nicht viel. Jetzt da schlagen wir noch ein paar Zombies und da vorne in dem Haus locken wir uns aus. Das war jetzt einmal mein Vorschlag. So, da geh her, ich hab einen Ritterhelm. Was möchtest du? Kannst aber gar nichts in einem Holzfäller himmel. Zirg ich da aus, du Klappspaten. Hab wieder nichts dabei. Da gehst her. Ja, das ist... Was denn du? Da hat auch nichts dabei. Warum haben denn die Zombies nichts mehr dabei? Das hat doch schon mal besser gedroppt, ich weiß es nicht. Headbutt mit dem Helm. Daddy, wen ich kann. Jetzt aber ich da den sauberen Rambock spielen. Opa, oh, was ist das? Steinmesser! Ein Steinspalt, das ist besser wie nix. Opa, das ist besser wie nix. Opa, das ist besser wie nix, da kannst du sagen, was du möchtest. Haben wir zumindest wieder irgendein Messer. Oh, da stinkt's nach Base. Oh, da stinkt's.
kennen diese Dinge, das ist doch Feldarbeit, oder? Das hat doch ein Spieler angelegt, das Ding. Da kann man Sachen abpflanzen. Na, gleich mal reinschauen, was da los ist. Was ist das da? Kapuzenpullover. Hart im Arsch. Hart im Arsch ist... Na, sag's nicht, Birger. Sag's einfach nicht. So, jetzt schauen wir mal nochmal, wo wir da sind. Kurz die Map. Map! So, wir sind jetzt da. Ja, da gibt's eine Pfeil. Tankstelle, haben wir gelut, da gab es ein Auto. Und, oh, da unten ist noch ein Polizeiauto. Da schauen wir noch rein. Das glaube ich ist ein harter Spawn. Und da oben... Oh, da ist der Helch. Der Helch! Und da ist ein Jägerstand. Den schauen wir uns auch noch schnell, oder? Den schauen wir uns auch noch an. So, Alter, was ist? So, Alter, was ist? Scheiße, wo war der? Im Nordwesten. Ja, den finden wir schon. Aber das ist so viel angenehmer mit einem Herrenhelch. Ich glaube, ich habe einen Helch gehört. Helch! Oh Gott, ich habe so harte Flashbacks, Alter. Ich hab ihn gehört. Wie man sehen, schießt mir mit der Schrotflinte ins Gesicht. Hier klauen deutlich ein. Der schreit aber an, der möchte fehlen, ich weiß genau, was es ist. Der DK Bash, merci für den Fünfer. Bleib es bis, Birger, geile Sau. Grüß aus Pastorf. Grüß aus Landau. Zurück, Bussi aufs Nussi. Ich streng mich, oder? Ich bleib, wie ich bin. Ihr müsst es mir allerdings mitteilen, falls ich mich irgendwann einmal ändert. Und ohne, dass ich es vielleicht selber gespannt. Ist nicht so einfach. Bin, glaube ich, vielleicht auch nicht der beste Selbstreflektant. Gibt's das Wort? Ich hab keine Ahnung. Wo ist der Helch? Und es sei, dass man schlechter hört, wenn man den scheiß Helm aufhat? Da hinten schreit er. Ich bin genau gehört. Scheiß auf den Jägerstand. Wo ist der Jägerstand? Ich finde den Jägerstand sowieso nicht. Map. Der wird eigentlich gar nicht so weit weg sein. Hey, Mr. Helch, jetzt gibt's eine mit der Slug ins Gesicht. Mach ich sauberes Helchsteak. Und das brutzelt mir beim nächsten Mal. Der Helch auf Space! Der Helch auf Space! Sucht man den Grippe. Und die Hirne. Oh, der darf so viel Fleisch liefern. Und dann hätte sich das fucking... Was ist da? Bam. Seh halt auch nix mit dem Drecksheim. Muss er nicht sehen, der soll noch mal schreien. Schrei gefälligst nochmal. Helch! Habt ihr schon gehört? Wie weit geht denn so ein Gerät? Wie weit geht denn das? Weiter. Den holen wir uns noch. Dann gehen wir in das Haus zurück. Und dann locken wir uns aus. Brutzeln den beim nächsten Mal. Aber der ist direkt da vor uns. Der kann nicht mehr weit weg sein. Das Ding geht 100 Meter. Gut, in echt keine Ahnung, wie weit das geht. Aber auch keine Ahnung, wie weit das im Spiel geht. Sneaky. Der Helch. Aber wir haben heute ziemlich fake gesehen. Die Fischreisen probieren wir beim nächsten Mal. Da oben ist er, glaube ich. Ah, da oben eins. Sind sogar zwei. Ich glaube, es sind zwei. Da ist eins. Da ist eins. Ich schleiche mich von hinten. 50 bis 100 Meter geht normalerweise schon mit Slugs locker. Ich schieße ihm einfach in den Kopf ein. Das muss gelangen. Schieße ihm einfach in den Kopf ein, das muss gelangen. Aber ich darf nicht so außer Atem sein, sonst schleicht man uns erst einmal an. Weiß ich auch nicht, wie nah, dass wir... Eine im Popo! Ich glaube, wir müssen erst mal im Popo einschießen. Ah, das ist ein gutes Jahr. Dieses Jahr fängt schon wieder so gut an, das ist Wahnsinn. Aber einen Helch haben wir gehabt. Lee Braun ist offensichtlich immer noch unzerstörbar. Ah, ich seh's schon. Ich hoffe, es ist ein bisschen winzig da hinten über meinem Kopf, Hans. Aber man sieht es gerade nicht. Warte. Schleich mich durch die Stau noch. Wahrscheinlich wird das nichts bringen, aber ist egal. Nimm das Zielfeld noch, du hast die leichter. Das passt halt nicht auf die Schrotflinten drauf. Aber mit dem kann man fernglaseln, oder? Ja, mal jetzt einmal schnell. Was sind Sterne? Was schon? Das ist Weiberl. Oh!
Ja, halt dein Maul, ich komm schon. Ich schieße jetzt in deinen Arsch. So schaut's aus. Ich weiß halt nicht. Wie weit hinten 100 Meter. Das da kann 120 sein, hä? Nein, das 100, ich weiß nicht. Ein 12 Ende. Aha. Sprengi, Leirerbuhr, Jager oder was? 12 Ende. Sehschau. Oh, ich glaub, dass ich gleich einen Vogel krieg. Das ist jetzt gleich der minus 12 Ende. Der Enderman. Ab wann merken, dass er davor läuft? Das war jetzt natürlich ärgerlich. Da muss ich dumm nachlaufen. Sitzen wir jetzt da in den Staunen und schießen ihm von da ins Gesicht, Alter. Wie hält man die Luft da? Hat's dich schon! Easy! Nachladen! So, und jetzt slingen wir mit unserem Stor. Wie Steinzeit, ja? Uga. Confused Unga Bunga. Halten und vierteln. Wie lange werden das dauern mit dem Stor? 3/4 Stunde. Jawohl! Was haben wir? Oh, Leute! Der absolute Fleischerkaust! Brudi! Da geht was! Jetzt haben wir uns erstmal Cracker ein. Scheiß auf Cracker, jetzt gibt's bloß die nächsten 28 Monate steht Helch auf der Speisekarten! Ob's das schmeckt oder nicht! So, jetzt pass auf, was haben wir da herin? Die scheiß Knochen können wir wegschmeißen, brauchen wir nicht. Mir dermer. Fett rein in den Topf. Was haben wir da? Boah, das ist Helchhaut. Helchhaut! Hashtag Helchhaut! Dann Reuse. Aber wir müssen Blut machen heute. Scheiß Thermometer braucht keine alte Sau. Dringend kann man brauchen. Dann nehmen wir das, wo am meisten droht. Ach, die sind ja. Ich meine, das sind viereckig. Also die haben quadratisch, habe ich gemeint. Da kriegen wir, Alter, absolutes Festmahl. Schau dir die Scheiße an. Brudi, da geht was. Die werden wir so sauber reichen, oder so sauber gereichert hast du in deinem Leben noch nichts. Fuck, jetzt kriege ich Hunger. Jetzt kriege ich einfach Hunger. So. Alles voll, Alter. Wir können fressen, bis wir behindert werden. Das, Freunde der Sonne, saved uns sauber den Arsch, um ganz bis in den Norden zu kommen. Jetzt haben wir richtig gut dabei. Richtig gutes Zeug. Außer es schäbert gleich, wir haben tot. Aber gut. So, was kann man jetzt aus den Innereien gleich wieder machen? Essen. Nein, nicht essen. Innereien und was noch? Oh, jetzt wird schon wieder kalt. Kombinieren Kochtopf mit dem... den kann man auch kombinieren, gell? Warte. Naschen. Kombinieren. Den muss ich hinstellen, glaube ich, oder? Ja. Nice! Very good tip. So, mit den Gedärme kann man einen Bogen machen. Aber wir machen aus dem... Eine Sehne kann ich aus dem machen, hat es geheißen, aus den Gedärme. Das probieren wir. Oh, jetzt wird's finster. Jetzt müssen wir noch schnell zurückgehen. Schaut euch das schöne Beutel an. Wenn das nicht ein schönes Beutel ist, dann weiß ich es auch nicht. Am ersten Stream 2020 humpelt. Wir humpelt man noch nicht mehr. Wir haben schon, uns ist schon ins Knack geschossen worden. Haben wir überlebt. Haben wir was zum Essen gefunden. Haben wir einen Hecht erschossen. Haben wir Fischreisen, die wir nächstes Mal ausprobieren werden. Wir haben einen Gickerl-Dip spontan gefunden und haben ihn gereichert. Sauberhaft, Alter. Und am Schluss steht sie aus, dass wir mir der Sir Lansley-Lot sind. Wallpaper-Quali. Killy, du hast recht. Absolute Wallpaper-Qualität ist das. Der Ritter Lansley-Lot. Innereien für Angelschnur und einen Rucksack mit Stöcke größer machen. Jawohl, das bauen wir auch nächstes Mal, Steffi. Aber wie macht man die Angelschnur? Man muss ja das wahrscheinlich zuerst verarbeiten, ne? Dann kann man das verarbeiten, mal probieren. Können wir mit dem Stor ausprobieren. Vielleicht muss man das halt irgendwie... Ja... Essen, nein, nicht essen. Sag mal. Da ist schon was dort gestanden, aber das war wieder weg. Innereien. Seil herstellen. Das ist der. Ah ja, da ist der Patrick schreibt es gerade. Steinmesser plus Innereien ist gleich Schnur. Haben wir letztes Mal auch noch nicht gehabt.
Stein ist offensichtlich auch unzerstörbar. Wo ist jetzt die Schnur? Scheiße, habe ich die jetzt wieder liegen lassen. Ich bin nur geradeaus gelaufen. Ich gehe jetzt nur zurück aus. Oder die jetzt nicht wieder automatisch ins scheiß Inventar. Doch, da ist Seil. Da ist jetzt ein schwarzes Seil draus geworden. Okay. Ja gut, aber kann man brauchen. Kann man brauchen, die zeige ich nicht runter. An der Stelle, bevor sie sich alle wieder schleichen übrigens, wen es euch taugt hat, leave a like. Ist wichtig, vor allem wenn man 2 Wochen inaktiv war, ob man es glaubt oder nicht. Natürlich für alle Leute, die sich das im Nachhinein anschauen. Lasst einen Kommentar da, hat es euch taugt, hat es nicht. Ich bin für jeden Spielvorschlag bin ich offen. Wahrscheinlich steht aber 3/4 von allen Vorschlägen schon auf der Liste. Das nächste wird God of War. Ich mag es jetzt am Freitag nicht versprechen, ansonsten am Samstag, ansonsten nächsten Montag. Dann vielleicht auch die ganze Woche, wenn es gut ist, das Spiel. Also Montag und Mittwoch machen wir Full God of War. Und ich darf halt gern wieder, wie soll ich sagen, ein bisschen kontinuierlicher einzelne Storyspiele spielen, als jetzt mal was anderes. Und ab und zu dazwischen halt einmal das, dann das, dann das. Dann freue ich mich sehr stark auf Dying Light 2. Ich freue mich massiv auf Elden Ring. Ich freue mich massiv auf den zweiten Teil von A Plague Tale. Ich freue mich massiv. Was kommt denn das ja noch? Dann kommt im Juni auch was, wo ich große Hoffnungen habe, aber das schaut noch zu gut aus, um wahr zu sein. The Day Before, glaube ich, oder The Days Before, oder Days Gone, oder irgendwie, nein, Days Gone ist was anderes. So, jetzt gehen wir da rein. Und da machen wir zu, und da machen wir zu. Und genau da locken wir uns aus. Stellen wir uns da her. Und dann ist die erste Session mit dem League One. Beziehungsweise im Sir Lansley-Lot. Sauber, gut ausgegangen, der Riesung. Schaut gut aus. Hat Spaß gemacht. Unfassbar Spaß. Wenn wir es erzählen, dann liegen los. Wir haben es damals ja 11 Streams lang gespielt. Ja, das waren 22 Stunden mindestens. Wahrscheinlich sogar 25 Stunden mit sauberer Catcher. Ein sauberer Fett. Der Lansley Loot, Alter. Oh, Alter. Hashtag Sir Lansley Loot. Besser wird's halt nicht mehr. Ich kann mich nicht entscheiden. Er ist unten. Weil unten rum ist er der Liguan, ja. Camouflage Level 9000. Ich weiß schon, Kamel Leon. Unten rum ist er das Kamel Leon. Oben rum ist er der Sir Lansley Lot. Ah, sehr gut. Ich liebe dieses Spiel. Immer wieder mal auspacken. Und gut, dass wir es echt ein halbes, dreiviertel Jahr nicht gespielt haben. Ich habe richtig Bock, Alter. Richtig Bock. Richtig Bock. Es ist schön, dass es wieder weitergeht. Ich hab Bock. Ich hoffe, Sie auch. Leave a like if you like. Jetzt können wir noch gerne ein wenig schmerzen, was so los war, was der Plan ist und so weiter und so fort. Ich liebe dieses Spiel. Aber anders Bandana darf man finden, weil dieser lila Fleck da, der nervt mich jetzt schon wieder. Er liebt dieses Spiel. Ihr Volldeppen. Möchtest du dieses Spiel wirklich verlassen? Nein! Da schalten wir mir so um und lassen wir die Musik noch ein bisschen laufen. Machen wir da ein bisschen leiser. Also, warte mal. Machen wir so. So. Hier dann was? Ja, besser. Ne? Zack. Jawohl. Schaut gut aus. Friends of the Sun. Das verdammte Jahr hätte nicht besser starten können. Das Einzige, ich hätte gerne eine Waffen gehabt für den einen Typen. Da unten. Ja, hätte man gleich gefightet, sag ich dir, was ist. Also, sobald wir jetzt mit Waffen im Anschlag jemanden finden, mir lauft man nicht davon. Ja? Das ist der Next Step. Außer ich sag natürlich, okay, der hat ein M4. Und hat, was weiß ich. Dann überlege ich es mir vielleicht. Weil dann weiß ich, okay, da kriege ich wahrscheinlich aufs Maul. Aber gut. Was, dein Fleisch wird da hin? Das weiß ich schon, das brutzeln wir beim nächsten Mal. The Day Before meinst, oder? Ed Birger sagt, jawohl, The Day Before meine ich. Kommt im Juni. Soll im Juni gewinnen. Gewinnen? Käme. Und das schaut fast so ein bisschen zu gut aus von einem Entwicklerstudio, das bis jetzt noch nichts gemacht hat. Oder nicht viel gemacht hat, zumindest in der Richtung gar nicht. Stalker 2, Löwensepp, richtig. Auf das habe ich fett Bock. Also wir haben ja wirklich ein paar richtige AAA-Titel dieses Jahr. Aber die verlangen halt alle durch die Bank,
dass wir konstanter das gleiche streamen. Weil das Spiele sind, die haben nicht auf 5 Stunden oder 10 Stunden fertig, sondern halt wahrscheinlich auf ein bisschen länger. Und so Sachen wie vermutlich The Days Before oder The Day Before ist ja wieder Open World, Multiplayer, MMOs. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie The Division. Glaube ich, so spielt sie sich, glaube ich, Loot-Shooter-mäßig, aber halt in einer Zombie-Apokalypse. Und da gibt es wahrscheinlich keine direkte Story nicht in dem Sinn, sondern das ist halt Loot-Gegrinde. Das ist jetzt was, das müssen wir nicht, das kann man wahrscheinlich nicht fertig spielen. Aber einfach mal reinschauen. Vielleicht kann es was, wenn nicht, schade, wenn ja, geil. Shadow Warrior 3 könnte auch spaßig werden. Mr. Flash, da hast du recht, das habe ich auch schon gesehen. Da habe ich ein bisschen Doom-Flashbacks gekriegt, Doom Eternal. Können wir uns vielleicht auch mal anschauen. Schauen wir mal. Der Patrick Heck schreibt, braucht bloß nur eine neue Kraka. Ja, ich bin ehrlich gesagt auch am Überlegen, ob ich mir eine 3090 Ti kaufe, wenn es kommt. Macht allerdings wahrscheinlich nicht recht viel Sinn. Dann brauche ich einen kompletten neuen PC. Der wird jetzt dann 3 Jahre alt, den ich habe. Und normal kaufe ich mir alle 4 Jahre einen neuen Rechner. Das kann ich nur ein Jahr aussitzen. Und Grafikkarten werden nicht billiger. Derzeit nicht oben. Das Aussitzen könnt ihr vergessen. Dying Light 2, jawohl, das kommt auch demnächst, steht auch auf der Liste. Servus, hast du im GameStop Store in Deckendorf gearbeitet? Nein, nie. Guardians of the Galaxy, können wir vielleicht nur mit einbauen? Ja, wenn mich da interessieren, was haltet ihr davon, eben wieder ein bisschen öfter das Gleiche zum Spielen, dafür konstanter. Ja, und einfach mal diese Story-Spiele halt auch wirklich fertig spielen. Jetzt nichts, was wirklich 50 Stunden dauert, weil das werden wir nie fertig kriegen. Da brauchen wir das ganze Jahr. Oder ein halbes Jahr. Das ist ein Cast, da brauchen wir das Schmerzen anfangen. Aber halt so Spiele, die 20 Stunden dauern. Ja? Das sind 10 Streams, Minimum. Dann werden wir mal, wie soll ich sagen, was ich mit meinen alten PCs mache. Ich sag das, wie es ist, wahrscheinlich zum Meinen anfangen. Meinen lassen. Sag ich dir, wie es ist. Ich kann meine alten PCs nicht verkaufen, weil ich da natürlich, ich habe ein Gewerbe. Ja? Ich muss das, was ich da mache, man muss sowieso jeder eigentlich, aber was rede ich denn? Ich muss da ein Gewerbe anmelden, auf das ich dann auch meinen PC natürlich kaufe. War ja Vollidiot, wenn nicht. Und dann kann ich diese Teile zwar verkaufen, aber dann bin ich derjenige, der Garantie geben muss. Und das tue ich natürlich nicht, bin ich behindert. Darum, was tust du sonst mit dem alten Teil? Vielleicht baue ich mir einen Mining-PC draus. Leider Gottes bin ich auf die Idee nicht gekommen, bevor ich meinen alten PC vor dem da verkauft habe und habe da alles verkauft und habe nichts mehr übrig außer das Mainboard, dann mache ich halt da einen draus. Schauen wir mal. Was da denn sonst damit? Dann soll er durchlaufen und lassen Ethereum meinen oder sonst irgendwas. Das ist der Plan mit meinem alten PC, ganz einfach. Wobei er wahrscheinlich zu viel Strom frisst. Also die Maschine, so wie es da steht, glaube ich, frisst zu viel Strom, dass sie sich rentiert. Glaube ich, bin ich mir nicht sicher. Müssen wir mal ausprobieren. Hoffentlich kommen wieder brutale Horrorspiele für die. Du, ich glaube mit, jetzt habe ich es wieder vergessen, wie es heißt. The Callisto Protocol schaut verdammt gut aus. Ja, das vom Dead Space Macher und so, kann gut sein. Mining rentiert sich nicht bei uns. Mr. Joe AVR, das sagt jeder, befasst dich mal damit, dann wirst du vom Gegenteil überzeugt. Aber was weiß ich schon. Ecki, hey Biergau, der Südschell, ich schreib dir mal in Insta. Eftel, kann ich dein Biergarniturproblem lösen? Da schmatzen wir mal kurz, wenn's passt. Langsam. Merci für den Euro. Danke für dein Angebot. Das habe ich vor dem Urlaub auch schon gesagt, da haben wir öfter über die LAN geredet. Das mit der Biergarnitur, mit dem Problem, das kann ich auch selber lösen. Das ist kein Stress nicht. Die kosten überall das Gleiche und es gibt Party-Services, wo ich welche kriege. Die kosten dann das Gleiche, aber die müssen halt weiter hergefahren werden. Wenn ich Hilfe brauche, ich lasse euch schon wissen. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich auf Instagram, Facebook und den ganzen Scheiß nicht mehr so antworte, wie das mal war, weil ich so hart zugemüllt wird mit immer die gleichen Fragen, immer die gleichen Sachen, dass ich mich echt hart tue, dass ich da reinschaue. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Und wenn ich was zur LAN brauche, frage ich in der Community. Ja, in die Streams, in meinem Discord. Wer übrigens nicht auf meinem Discord ist, Link ist in der Beschreibung oder du schreibst den Chat, Ausrufezeichen Discord. Ecki, danke für den Euro. Ginkifax, merci für den Drilling, die habe ich übersehen. Sorry, war da nicht ganz dabei. Warum Helch? Klär mich bitte auf. Warum hat er eigentlich gleich... Helch. Normal, weil ich nicht gewusst habe... Das erste Mal, wie wir DayZ gespielt haben, habe ich mich verschmatzt und wollte Hirsch sagen und gleichzeitig Elch.
Und dann ist halt Helch rausgekommen, dann hat es mich zerrissen und dann ist es für immer der Helch hängen geblieben. Ab jetzt ist der Helch, okay? Seitdem, seit über einem Jahr. Kinkifax, danke für den Drilling. Gaji, merci für den Fünfer. Ich habe schon wieder so viel Leid übersehen. Servus Birger, danke für den, was? Danke für den Top, ich wiederhole, Top-Stream. Das freut mich wirklich sehr, sehr, sehr stark, wenn das jemand so schreibt. Das freut mich wirklich sehr, wenn ihr da Spaß habt. Das ist eigentlich, ich kann mich nur wiederholen, ich sag's jetzt mal, das ist mein persönlicher Sechser im Lotto. Und wenn es euch auch noch taugt, absolut geil. Schöne Grüße von der geilen Steiermark. Schöne Grüße nach Österreich zurück. Ihr habt heute schon ein Herz als Spam gekriegt. Hashtag Lieblingsnachbarn. Ab in den Chat. Und ein fettes Bussi aufs Nussi für die Lasergrie. Für Lasergrie. Werden wir nicht herausfinden, ob es sie oder er ist. Ja, entweder ist der oder... Ja, weiß das schon. Jack the Ripper, merci für den Mitgliedschaft. Ringelstädter, merci für den Euro. Bei der Slug-Munition ist die Reichweite erheblich weiter, da es nur ein großer Bleiklumpen ist, so circa 100 bis 150 Meter. Also in echt. In Klammern, bin ein Jäger. Alles klar, das macht natürlich Sinn. So, dankeschön, Leute, für die Donations. Ruhe jetzt. Grüße aus dem guten Rosenheim. Chris aus Landau. Der Elektriker, und was zahlt er an Strom? 2,40 Euro. Was? Du, das ist eine ganz einfache Rechnung. Ich hab's schon ausgerechnet. Mein 2080 Ti braucht 140 Watt und generiert beim aktuellen Stand vom Ethereum am Tag 2,80 Euro, glaube ich. Ziehen wir einen Strom ab, ist noch 1,20 Euro, 1,50 Euro. Na aus, und schon rentiert es sich. Ich weiß, hört sich nicht viel an. Ja? 1,20 Euro am Tag. Was soll denn der Kack? Ja, aber du musst ja nichts tun. Stell dir den Kasten in den Eck, drück auf Play, los laufen. Dann haben wir nämlich schon bei 35, 40 Euro im Monat. Und dann ist es darauf ausgelegt, dass das ein Jahr läuft, oder 2 oder 3 oder 4, bis es halt schmilzt und abbraucht, weil ich kann ja sowieso nichts mehr tun damit. Dann, jetzt machen wir mal den Daisy-Chat zu, Daisy-Scheiß zu, damit ich da nicht so ruckelt. Und dann haben sie halt im Jahr ganz schnell einmal 500, 600 Euro. Was? Natürlich rentiert sie sich. Es rentiert sie sich nicht so krass wie in die USA, da wo du für Kilowatt und ich zahle, muss ich auch dazu sagen, ich zahle Kilowatt, pro Kilowattstunde zahle ich 38 Cent. Und das ist ordentlichst. Das ist ordentlich saftig. Und in fucking Todes-USA, glaube ich, zahlst 8 Cent oder so. Natürlich rentiert sie das da mehr als bei uns. Das heißt aber nicht, dass sie sich bei uns nicht rentiert. Ethereum wird anscheinend bald abgedreht zu meinen. Jawohl, habe ich auch schon gehört, das hat es aber schon oft geheißen. Dann muss man sich irgendwie einkaufen oder so. So weit bin ich auch nicht unbedingt drin in der Materie. Ja, ich fange erst an, mich damit zu befassen. Wenn ich da mit mehr weiß, können wir gern drüber schmerzen. Und dann schauen wir weiter. Aber das werde ich damit tun. Und ansonsten, wenn der Ethereum nicht mehr zu meinen ist, dann geht es nicht bloß, zum Beispiel geht es von mir aus nicht bloß mir so, dass man Ethereum nicht mehr meinen kann. Dann meint man irgendeinen anderen Coin. So wie alle anderen auch. Und fertig. Da springt immer was ab. Immer! Ja, da sind Leute dabei, die zahlen 42 Cent. Laserkrise R. Also der. Bring dein Merch als NFT. Alter, das mit den NFTs habe ich auch noch nicht ganz umrissen, was das genau ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind digitale Waren oder die einzigartig sind. Das heißt, wenn ihr euch jetzt ein Beutel verkauft und da ein NFT draus macht, dann müsst ihr Mesh, meinst echt? Ich kann ja jetzt meine Kamera mal da nach links dran. Dann werden wir sehen, ob ich es tue oder nicht. Tue ich aber nicht. Sonst heißt es bloß wieder geldgeiler Wichser hier und da. Wortwitz. Oh, da habe ich mich quasi jetzt gerade selber verraten. Alter, und 21 Cent, was ist denn bei Ink? Wer zahlt 21 Cent, Alter? Mr. Robbie, Alter, Bürger, welcome back 2020. Welches Programm eigentlich? Was baust du an? Was baue ich an? Kommt bei dir mal EFT? Escape from Tarkov? Hat momentan einen richtig krassen Hype, gell? Ich mag mich nicht mehr in die Steuerung einfuchsen in EFT und in das Shooter-Feeling. Ich bin momentan auf Warzone. Alter, wenn's bei dir verkehrt, wechsel mal einen Stromanbieter, ich zahl 23 Cent. Wo bist denn du her, Gickel-Depp-Hattel? Bist du Österreicher? Weil dann brauchen wir gar nicht weiterschauen. Ich zahl knapp 28 Cent. Ich rede von Brutto, gell? Das ist noch das Nächste. Mich interessiert der Netto-Stromwert nicht. Ich möchte wissen, was ich zahle. Und das sind noch
Grundstrompreis etc. bla bla bla. Ich meine, Stromabrechnung war ja gerade. Und brauchst bloß, egal wo du schaust, halt ja deinen Vertrag. Ja. Kann auch sein, ich glaube, ich kenne jemanden. Nein, ich kenne jemanden, den haben sie seinen Energievertrag gekündigt. Der hat auch irgendwo 22, 26 Cent gezahlt, weil es nicht mehr tragbar ist und zahlt jetzt auch 35 Cent aufwärts. Brauchst bloß einmal sämtliche Preisvergleiche schauen, du kriegst nirgendwo einen Stromanbieter unter 38 Cent. Nirgends. Nirgends. In Freising 26 Cent brutto. Ja, dann freut euch, dann darf ich auf alle Fälle noch meinen Schnee anfangen, weil da rentiert es sich noch fett. Der Patrick und ich wollten noch wissen, was Mining ist. Hashtag Noob. Du, das hat nichts mit Teeny Weeny. Das hat nichts mit Noob zu tun. Was ist Mining? Ganz ehrlich, das kann ich dir selber nicht so hundertprozentig erklären, was Mining genau ist. Also, was ist Mining? Ich versuche es jetzt halt wirklich, so wie es auch ich zumindest verstehe. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber egal. Ihr wisst, was Kryptowährung ist. Bitcoin, hat jeder schon mal gehört. Jeder, der einen Bitcoin normalerweise hört, so, oh ja, der Scheiß. Oder, hätte ich mal vor 10 Jahren, keine Ahnung, 200 Bitcoin für 4 Cent gekauft, war ich heute Multimilliardär. Ja, hätte, Herrentoilette oder komplett gleich abblockt. Irgendwas dazwischen gibt es offensichtlich nicht. Dann habe ich mich mal so ein bisschen damit befasst. Okay? Dann gibt es noch andere Kryptowährungen. Das ist dasselbe wie der Bitcoin. Ja, das gleiche, der heißt halt einfach anders. So wie es einen Euro gibt und einen Dollar gibt. Haben zwei verschiedene Sachen, haben unterschiedlich Wert. Und da gibt es einen, der zweitgrößte, bitte korrigiert es mich, für mich ist der zweitgrößte, wenn es nicht stimmt, Ethereum. So heißt eine andere Kryptowährung. Die ist weit weniger wert. Ich glaube, ein Bitcoin ist, weiß ich nicht, 40.000 Euro wert. Und ein Ethereum ist aktuell 2.700, 2.800 Euro wert. Schwankt sehr krass. Momentan. Warum? Weil Banken irgendeinen Scheiß machen. Aber so weit stecke ich auch nicht. Ich bin kein Finanzsepp nicht. So. Also. Dann. Okay. Du kannst jetzt hergehen und kannst die Kryptowährung kaufen. Wie Aktien. Ja, da hast du ein Online-Wallet. Wie das genau im Detail funktioniert, da bin ich die letzten 2 Wochen erst habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Aber egal. Erklär mir weiter. Du kannst dir den jetzt kaufen, wie Aktien. Ja? Sagst, du hast jetzt da 100 Euro, gib mir dafür Ethereum. Dann kriegst du 0,00001 irgendwas Ethereum. So viel, wie der halt gerade wert ist. Dann kannst du warten, bis der Wert steigt, sinkt, sonst irgendwas, und dann kannst du ihn wieder verkaufen. Im Prinzip wie Aktien. Nur ist es halt Kryptowährung, mit der du mittlerweile sogar in manche Online-Shops bezahlen kannst. Ah, nicht bloß im Darknet. Oder schlimme Bitcoin. Da zahlen alle bloß im Darknet ihre Killer und ihre Waffen und bläh. Aber manche Leute legen halt da ein Geld an. Ich gebe jetzt da keine Empfehlungen dafür, dass da irgendjemand sein Geld reinbuttert. Ich habe absolut keine Ahnung, von was ich rede. Das meine ich ernst jetzt. Ja? Und ich schwenke jetzt dann, weil ich einfach mein Maul nicht halten kann und ich das so ein bisschen als in Kamera liegen bezeichnet, was ich jetzt vorher gerade gesagt habe, und ich sage so oft, das tue ich nicht und das kann ich ja nicht, das merke ich jetzt gerade, ich kann es nicht, weil ich jetzt schon wieder ein schlechtes Gewissen habe, von was ich gerade rede. Da steht was und das ist ganz frisch und da werkelt ich seit 2 Wochen ohne, ununterbrochen. Ich zeige es euch gleich, wenn es euch interessiert. Na, wahrscheinlich interessiert es euch schon. Habe ich aber auch nichts dagegen, wenn jetzt da ein paar weniger Leute dann zuschauen. Bis dann. Schmidmax! Gruß von Schmidmax! Leider, was? Gerade ohne da gerade in der Kaserne. Merci noch, dass ich im Review drin bin. Ich habe deinen Kommentar schon gelesen. Tu den nicht oben. Niemand braucht sich bei mir bedanken. Ich bedanke mich bei euch. Grüß dich, eure Bussi ans, ins und aufs Nussi. So. Zeig mir das, was da steht. Ja, zeig mir. So. Um die Frage zu beantworten, meinst du auch noch nicht? Heute ist die letzte Komponente gekommen, dass ich das Rig zum Laufen kriege. Das ist das erste, was ich jetzt noch dem Stream tue, ist wahrscheinlich mich bis in alle Ewigkeit mit dem Teil spielen. So, also. Zum Erklären, was das ist. Ecki! Was? Lest dein Instagram selbst später, hast mich. Heute nimmer. Ich hab dir gerade hergezeigt, warum ich heute kein Instagram mehr lese. Sondern das Teil da aufsetze. So. Wir können uns gerne im Discord drüber unterhalten. Ja, ich rede gern offen darüber. Ich mag nicht. Das erste, fettes Rig. Ist es nicht.
Da haben 3 6600er XTs drin von AMD. Das sind sehr kleine Grafikkarten. Da kostet eine normalerweise 650 Euro. Ich habe es gekriegt für unter 600 Euro. Waren zufällig geschossene Grafikkarten auf Mindfactory, dieser Online-Shop. Da habe ich zufällig 3 Stück gekriegt und mit denen fange ich an. Ich möchte es einfach nur mehr ausprobieren. Es ist ein AS ROG Q270 BTC Plus Pro. Da sind 12 PCI-Slots dort. Der Plan ist, dass irgendwann einmal 12 Grafikkarten drin hängen, aber halt kleine. Ja, ich möchte klar anfangen. Es ist ein i3-Prozessor drin, ich weiß jetzt 6100er. Es ist irgendwelche Corsair-Rams, das ist unwichtig, ein 1200 Watt Netzteil. Kleine, meine ganz alte, uralte 256 GB SSD. Das ist ein 840er Evo Samsung. Und Riser dazu bestellt, was das alles ist, können wir uns gerne unterhalten irgendwann einmal, das ist mir wurscht. Aber um zu erklären, was tue ich jetzt da. Mein Plan ist nicht, ich möchte mein Geld nicht anlegen, das ist mir zu riskant, sag ich dir, was es ist. Ja? Also, außerdem habe ich auch nicht recht viel Geld zum Anlegen, sag ich jetzt auch, wie es ist. Alles in allem kostet das ganze Gestell da grob 2000 Euro. Grob. Ja? Mit allem drum und dran. Ein paar Teile habe ich aber schon gehabt und so weiter und so fort. Und ich hätte gerne einen kleinen, kompakten Kasten, der ist offen. Den kann ich irgendwo ins Eck stellen oder später irgendwann einmal in den Keller. So. Der Flash schreibt, finde ich jetzt nicht wirklich gut. Was findest du nicht gut? Wie wird das gekühlt? Ganz normal, da ist eine CPU drauf, die wird gekühlt und so weiter und so fort. So. Ich weiß. Das Ding ist zum Meinen da. Ja, dieser Kasten da hinten. Das ist nichts anderes wie ein PC. Das ist nichts anderes wie ein stinknormaler Rechner. Ja? Bloß, dass halt nicht eine Grafikkarten drin ist, sondern 3. Und später irgendwann mal 12. Wenn das funktioniert. So, jetzt schaut es folgendermaßen aus. Du kannst jetzt den Ethereum kaufen und verkaufen, also damit handeln oder meinen. Das bedeutet, du schließt die, wir erklären das jetzt am simpelsten und am dümmsten, du schließt die einem sogenannten Mining Pool an. Das ist ein Netzwerk aus ganz furchtbar vielen Rechnern, die sich übers Internet miteinander verbinden und die rechnen in eine Blockchain. Was die da genau berechnen, weiß ich nicht, ist mir aber scheißegal. Ich verstehe es eher so, du stellst Rechnungsleistung zur Verfügung und kriegst dafür was. Je länger das läuft, natürlich, je leistungsfähiger der Kasten ist, desto mehr kommt außer, desto mehr Strom frisst er aber auch und das ist der einzige Kostenfaktor neben die Geräte. So. Bevor jetzt Leute anfangen zum Schreien, du geldgeiler Wichser oder sonst irgendwas, das ist einfach nur, damit wir nicht reich. Damit werde ich nicht reich. Mit dem Kastel. So wie das da steht, nach den Berechnungen, ich habe das mit dem Rechner da ausprobiert, mit einer 2080 Ti und habe mit gewissen Seiten, mit What to Mine, bla bla bla, einfach mal geschaut, so okay, das und das müsste halt rauskommen und habe es dann einfach mal auf dem Rechner installiert und einen Tag 24 Stunden laufen lassen. Und auf den Cent genau. Also und auf den Wert genau. Habe ich am nächsten Tag, ich weiß nicht wie viel Ethereum habe ich jetzt, 0,00052225 oder so. Also ein Euro. Ein Euro 40. Und genau der ist rausgekommen über Nacht. Und wie viel Strom hat es verbraucht? Sagt mir mein Strommessgerät. Ganz fucking einfache Rechnung. Der Extremmann schreibt, ehrlich gesagt, sorry, aber das hört sich für mich an, als dass du die gerade in Empire State hacken. Nee, überhaupt nicht. Ich sag das, es ist literally sprichwörtlich. So simple as fuck. Das ist ein Programm, du drückst auf Play, dann fängt's an. Dann schaltest du den Monitor aus und gehst. Das ist fucking everything. So. Warum? Warum stehen wir jetzt? Warum gehe ich nicht her? Ich habe jetzt das Kastel da. Ne? Das Gestell da und so weiter. Irgendjemand hat gefragt, wie das. Weil das ist alles noch, das ist noch nicht fertig da alles. Ja, das hängt alles kreuz und quer umeinander. Da hinten. Da unten irgendwo zwischen Kabelgebühren. Da ist der Prozessor drin. Da hinten ist nicht fertig aus. Das wird schon noch ein bisschen schöner. Recht viel schöner wird es wahrscheinlich nimmer, weil da halt auch 5000 Kabel umeinander. Weil da halt auch 5000 Kabel umeinander hängen. Ich weiß schon, man hört mich nicht mehr, aber ich muss mich halt auch irgendwie prima gleich Kreuz. Gehen wir jetzt wieder drauf. So. Sprichwörtlich passiert jetzt Folgendes. Ich hätte jetzt natürlich hergekommen, nimm 2000 Euro und kauf mein Ethereum für 2000 Euro.
Okay? So. Dann ist der Ethereum irgendwann bloß noch 1 Euro wert. Dann habe ich meine 2000 Euro aus dem Fenster geschmissen. So. Warum stellen wir jetzt das Teil da hin für 2000 Euro? Weil ich da was in der Hand habe. Und das Teil, je länger das läuft, produziert quasi Ethereum für mich. Irgendwann hat sie sich abgezahlt. Irgendwann. Laut Berechnungen, wenn der Stand bei 3000 Euro ist vom Ethereum, dauert es um die 2 Jahre. Ununterbrochen laufen. Dann hat sich der Kasten abgezahlt. Danach produziert er Geld. Das ist der Plan dahinter. Und soll er da abfallen in den 2 Jahren oder 0 Euro wert sein, ja, dann habe ich Pech gehabt, dann habe ich den Strom aus dem Fenster geworfen. Gut, das ist der Verlust, aber ich kann die Grafikkarten verkaufen, ich kann das Rig verkaufen, ich kann alles einfach wieder hergeben und gehe nicht mit Verlust 100% aus. Das ist der Gedanke dahinter. Und nur dazu mit den 3 Grafikkarten wie ich nicht reich. Ja. Ich möchte einfach nur ausprobieren, ob es läuft, und wenn es läuft, super Sache. Wenn nicht, Pech gehabt. Verkaufe die Scheiße wieder aus. Streamax! Wenn streamst dann wieder am Samstag, dass ich die mehr mit einem 5er ärgere. Also wenn ich am Freitag oder am Samstag stream, dann um 8 Uhr. Aber ob, weiß ich noch nicht. Reins Hobby halt mit dem Nutzen. Ja, ganz ehrlich, ich seh's auch noch viel mehr als Hobby. Ich möchte damit nicht Geld verdienen. Also natürlich möchte ich das. Natürlich, jeder möchte das. Aber werde ich da recht viel Geld damit verdienen? Nein. Diese 3 6600 XTs, das sind die Grafikkarten da drin, die produzieren eine Leistung von, laut den Daten, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil es noch nicht läuft, ich bin noch nicht fertig, heute ist der Prozessor gekommen, ich habe das alles schon drauf gemanscht und so weiter, aber wenn wir da jetzt fertig sind, stecke ich um und probiere umeinander. Haben eine Leistung von, jede Grafikkarten so zwischen 30 und 33 Megahash, das heißt so um die 100 Megahash. Habe ich, das produziert ungefähr beim Stand von 3000 Euro Ethereum bla am Tag, weiß ich nicht, 1,50 Euro oder so. Oder 1 Euro. Keine Ahnung. Also ein bisschen Glücksspiel ist da auch dabei, oder? Immer. Natürlich, du errechnest dir ein Ethereum. Der wird dir in dein Geldbeutel. Stell dir wie ein PayPal-Konto vor. Deine Maschine rechnet und jeden Tag zahlt dir der Pool, bei dem du dran hängst und wo deine Maschine rechnet, ja, und nicht wieder, das ist nicht super kompliziert, das ist ein fucking Programm, da drückst du auf Play. Und dann rechnet das und rechnet das. Unendlich. Und einmal am Tag zahlt dir der Pool deine gesendete Rechenleistung in Ethereum oder irgendeinem anderen Coin, Bitcoin oder was auch immer, in deine Geldbörsen, wie in dein PayPal-Konto. Ja? Zahlt er da immer ei. Wenn jetzt, dann hast du da irgendwann noch, keine Ahnung, 5 Jahre, was weiß ich denn, ein Ethereum drin. Dann ist das echt viel, weil der ist aktuell. Was ist der Ethereum wert? Ich weiß es nicht. Ich schaue zwar dann natürlich auch seit 2 Tagen fast jeden Tag und er hat einen ziemlichen Downfall gehabt in dieser Woche. Der war letzte Woche bei 3400 Euro und jetzt ist er bei 2700. Da habe ich schon wieder gedacht, ja, das ist eh klar. Wenn ich mir das Rig da hinstelle, ist er auf einmal ein Tausender weniger wert. Nice, dankeschön. Aber egal, und das ist genau das. Nicht umeinander paniken, der geht schon wieder aufhören. Aussitzen, nicht gleich, oh, Panik, oh, du ist weg, nein, einfach weiterlaufen lassen. Du kriegst ja deswegen nicht weniger Ethereum, er ist nur weniger wert. Irgendwann ist er mal wieder mehr wert. Und dann wandelst du ihn in Euro um und lässt dann auszahlen. Das ist so der Plan. Wie bist du auf das gekommen? Mei, ich sag jetzt einmal, ich bin relativ internetaffin, ich mache viel mit Internet und wer von Bitcoin noch nichts mitgekriegt hat, dem kann ich auch nicht helfen. Um Gottes Willen, ich möchte jetzt da nicht Leute irgendwie anfüchsen, kauft euch Bitcoins und Ethereums und was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich sag das, wie es ist. Das Risiko mit diesem 2000 Euro Teil ist in der aktuellen Zeit so gering wie eben noch nie. Wenn die Grafikkarten jetzt auf eBay steht zum Verkaufen, dann macht es so und sie sind sofort weg. Wahrscheinlich sogar für mehr, wie ich es gekauft habe. Normalerweise kostet 6600er XT von AMD 650 Euro UVP, also normal, und ich habe es für 590 gekriegt. Garantiert kriege ich, keine Ahnung. Was ist eine Bitcoin? Ich kann es dir nicht erklären, ich sage das so, Kryptowährung. Darum hole ich mir Nvidia-Anteile, die Spitzhacke der digitalen Miner. Ja, mit Nvidias, da gibt es ja mittlerweile diese wie heißt es, LHR-Modelle von Nvidia, die haben gezielt, jeder PC-Gamer kennt's. Aktuell sind Grafikkartenpreise genau aus dem Grund so exorbitant hoch wie noch nie. Ich sag euch aber was, im Prinzip bin ich davon jetzt auch ein Teil. Ich sag euch aber was,
Nie wieder werden sie die Grafikkartenpreise ändern. Nie wieder. Ob jetzt Mining noch funktioniert oder nicht. Angenommen, du bist Nvidia. Du merkst in der jetzigen Mining-Zeit, da wo alle ausflippen, die letzten 3 Jahre, kannst du deine Karten, die normalerweise einen Tausender kosten, auf einmal für 1500, 1800, 2000 Euro teilweise verkaufen. Und die Leute kaufen es. Auch Gamer kaufen die. Bin ich genau der gleiche. Sag ich, über was ist jetzt in 8 Jahren wart, bis Grafikkartenpreise vielleicht irgendwann mal wieder weniger werden. Ich brauche halt jetzt so eine, es hilft halt jetzt nicht. Dann war Nvidia dumm. Im Grunde, du, stell dir vor, du bist Nvidia. Glaubst du, dass du nochmal den Preis von 2000 Euro auf 1000 Euro aber senkst? Eher nicht. Glaube ich. Da die sagen. Und wie gesagt, das sind echt kleine Grafikkarten, mit denen kannst du so zum Zocken nicht recht viel anfangen. Also ich kaufe da nicht irgendjemandem seine Grafikkarten weg. Und das war also der Plan, dass ich da 12 Stück reinkriege. Irgendwann mal, wenn es funktioniert, ja, immer wieder mal. Einfach über Jahre. Das ist angelegt über Jahre als Hobbyprojekt. Und wer weiß, wenn die Scheiße funktioniert und sie zahlt sich selber ab, dann erwirtschaftet jetzt was. Von dem Geld kaufe ich eine 4. Grafikkarte, eine 5., eine 6., dass das ein in sich selbst sich refinanzierendes System ist. Aber es dauert jetzt erst einmal 2 Jahre, bis sie das Ding abzahlt. Mindestens. Außer der Ethereum ist nächste Woche 5000 Euro wert. Dann dauert es halt bloß 1 Jahr. Dann sage ich natürlich auch, ja geil, Alter. Ich finde es super interessant, eigentlich gescheit das zu machen. Was ist interessant, eigentlich gescheit das zu machen? Was heißt gescheit? Ob das jetzt gescheit ist, bitte orientiert euch nicht an mir nochmal. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier tue. Ich lasse das Ding laufen und schau, was passiert. Wir können uns gerne immer wieder mal drüber unterhalten, was ausschaut. Und dann spendet es alles im Bürger. Nein, ich soll zwar nichts spenden, ich sag da damit. Welches Programm nutzt du dafür? Ein Awesome Miner. Awesome Miner ist so ein Allround-Programm. Da kannst du die sämtlichen Mining-Pools anschließen, die es so gibt. Wie das genau funktioniert. Ich habe die letzten 2 Wochen fast nichts anderes mit der Scheiße befasst. Und Eve gezockt. Und da siehst du mal wieder, wie ich mein Maul nicht halten kann. Ich habe mir eigentlich von Stunde 1 habe ich mir gedacht, nein, das erzählst du nirgendwo. Nein, du machst jetzt da auch kein Video drüber oder sonst irgendwas, weil die Leute alle für nicht ganz sauber halten, wir sind alle sind, weil die erste Reaktion ist immer, ihr meinen, ihr rentiert sich bei uns in Deutschland sowieso nicht. Das ist mir scheißegal. Ich glaube, dass so nämlich 98% denken und deswegen sich gar nicht damit befassen. Also richtig ernsthaft damit befassen. Wir wirklich schauen, was kostet mir eigentlich Kilowattstunden Strom? Was braucht das System eigentlich wirklich Kilowattstrom? Und wie viel produziert es an Ethereum, sonstigen Coin, irgendwas? Und das habe ich gemacht und gemerkt, alle Leute, die zu mir sagen, das rentiert sich nicht an. Entschuldigung, nicht falsch verstehe, aber Idioten. Es rentiert sich nämlich halt einfach schon. In China sind da ja Bitcoin-Lagerhallen vollgestellt worden. Du, nicht nur in China. Sorry, aber ich habe fürs Mining absolut kein Verständnis. Ja, das ist mir wurscht, Alex. Das ist mir absolut wurscht, weil wenn sie nicht tut, dann 8000 andere. Die wirkliche Frage ist, was bringt's, wenn auf der LAN alle 200 Rechner 2 Tage meinen? Du kannst mal leicht ausrechnen. Weil irgendjemand gefragt hat, was Mining ist. Aber der Bürger ist halt ein offenes Buch. Nein, ich bin einfach nur ehrlich. Keine Ahnung, weil ich das nicht verstecken kann. Irgendwie, das ist was Besonderes. Nennen wir es mal vorerst einmal ein neues Hobby. Aus? Warum nicht? Videos werde ich da jetzt nicht drüber machen. Was soll ich da für ein Video drüber machen? Da fixe ich bloß wirklich nur Leute an. Oh, geil, Mining, ja, das muss voll super sein, weil das tut der Bürger auch. Nochmal, ich weiß es nicht! Ich lasse euch gern wissen, können wir uns immer wieder mal drüber unterhalten und so. Schauen wir mal. Es ist 22:53 Uhr. Ja, fuck, ich muss jetzt das Rig zusammenbauen. Glaube, damit man mit Mining richtig reich wird, sind wir 8 Jahre zu spät dran. Nein, wer weiß. Die Leute immer viel Meinung, wenig Ahnung. Ja, ich bin ja genau, also wie oft ist denn das bei mir so? Was habe ich schon alles abgesagt, was eigentlich nicht scheiße ist? Der Bürger hat gesagt, das ist gut. Nein, stellt euch kein so ein Ding ein, vor Ruhe ist. Der Bernd schreibt, die Knappheit aber noch weiter zu schüren, finde ich auch nicht so toll, vor allem mit aktuellen Karten. Du bezeichnest das 6600 XT als aktuelle Karten. Mit dem Scheißteil kriegst du nicht mal, weiß ich nicht, da kriegst du nicht mal, außerdem ist die in Hülle und Fülle sind die verfügbar, die Karten. In Hülle und fucking Fülle. Wenn ich jetzt hergehe und scalp euch 3080er nach der anderen weg, dann könnte es lästig sein. Dann sage ich, ja, jetzt bin ich wirklich aktiv absoluter Abschaum und Teil des richtig krassen Problems.
Ja, AMD will halt keiner. Ja, hab ich mir auch gedacht und hab's ausprobiert. Aus. Ich weiß, was ich mit meiner alten 680 GTX mache. Ja, warum nicht? Ethereum morgen to the moon. Wall Street raucht ab. Nee, gegen diese Skalperei habe ich auch was dagegen. Sag ich dir ganz ehrlich, wenn Bots mir Grafikkarten wegkaufen, schau ich aus, als da die mit Bots auch eine Grafikkarten wegkaufen. You serious? Nein. Hobbyprojekt, da steht nichts anderes wie ein PC dort mit wirklich kleinen Grafikkarten und nicht mit irgendwelchen 380er oder 360er oder sonst irgendwas. Aktuell ist keine 5 Jahre alt. Was? Aktuell ist gleich keine 5 Jahre alt. Entschuldigung, aber 5 Jahre alte. Nichtsdestotrotz, selbst wenn es 5 Minuten alt ist, nochmal, das ist nicht Teil des Problems. Du gehst auf Mindfactory und kaufst da so viel 6600er XTs, wie du willst. Zum aktuellen normalen Preis für 650, zwischen 600 und 650 Euro. Kriegst du zum Saufwurden. Zum Saufwurden. Außerdem für mich ist 5 Jahre alte Grafikkarten ist für mich keine aktuelle Karten nicht. Besoffen. Weil du gemeint hast, 6600 ist nicht aktuell. Ich weiß nicht, ob die so 100%, weiß ich nicht, wie aktuell das die genau ist. Aber es sind halt einfach kleine Karten, die haben in Hülle und Fülle verfügbar. Da tue ich nicht umeinander. Da scheiße ich mich nicht ab. Es ist halt für die ganz einfach, für die ein Hobby, für andere Sport oder sowas. Ja, zum Beispiel auch. Naja. So, jetzt haben wir uns wieder ordentlich bei manchen Leuten unbeliebt gemacht. Das war wichtig. Wir schauen mal mit Hand Showdown aus. Das war, glaube ich, geil für den Stream. Herr Billinger, das können wir zwischendrin vielleicht einmal einhauen, ja? Ist RDNA 2 gehört zur aktuellen Generation. Dann ist es eine aktuelle Grafikkarten, dennoch gibt es sie in Hülle und Fülle. Dann versuche mal, ich bin mir nicht sicher, was genau vorne das ist, ein 3080er oder ein 3060er ohne LHR zum finden. Und wenn du das findest, dann bitte unter 2000 Euro. Normalerweise kostet das Scheißding, weiß ich nicht, 800 oder so. Oder 700, keine Ahnung. Da, erstmal sauber unbeliebt machen. Das ist das Allerwichtigste. Und jetzt schleichen wir uns. Auf alle Fälle, ich werde mal ins Mining hineinschnuppern, wenn es euch interessiert. Lasse ich euch gern teilhaben. Gott, immer wieder mal. Da gibt es nicht vielleicht zum Singen, zum Herzogen. Dann so alle Wochen einmal, ja. Ob es gelaufen ist, wie es gelaufen ist und so weiter und so fort. Dann lasse ich es euch wissen und aus. So! Mir ist das relativ egal, solange du streamst, passt du es und so bleibst du es bist. Warum soll ich mir jetzt da riesengroß ändern, weil da jetzt ein Mining-Rig steht? Außerdem kommt es sowieso weg. Der ultimative Plan war ja, 50 Racks mit jeweils 12 Grafikkarten steht zum haben und damit das Haus zum Horzen. Das war geil. Mit den LHR-Karten kannst du auch normal meinen. Ja, habe ich schon gelesen, dass da irgendwelche Dinger gibt und so, aber dann verfolgt Garantie und weiß der Geier. Habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt damit. Mach halt einmal ein How to Mining. Nein, weil sonst werfen gleich bloß einer Geld aus dem Fenster aus und ich bin schuld. Nein. Klangen eine Donations. Bürger mit Rolex-Tattoo unterm Auge, ja. Ich lasse euch auf alle Fälle wissen, wenn ich reich bin. Ja? Ich lasse euch wissen. Falls es war, dann kann ich es weiterempfehlen. Und PS kommt in die Telegram-Gruppe. Früher hat eine Highspeed-GPU FL 400 gekostet, heute 1500 und zwar UVP. Tatsächlich zahlt man dann 2500. Ja, Mr. Bernd, ist richtig. Aber glaubst du, weil der kleine Bürger mit seinen 3 Grafikkarten, die er da jetzt stehen hat, da irgendwas dazu beiträgt? Wenn ich da mal 50 Grafikkarten laufen habe, dann darf es grantig sein. Dann darfst du sagen, finde ich nicht gut. So, Leute. Merci fürs Zuschauen. Ich muss jetzt was essen, muss was trinken, möchte dampfen, weil dampfen haben wir schon lange nicht mehr lang. Ist egal. Dann, und dann das Teil da zusammenschrauben. Schauen wir mal. So. Aber dann kannst du mit deinem Geld horzen, weil alles andere zu teuer wird. Das stimmt auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der erste Stream des Jahres war ein guter. Was sagt ihr? Ich hatte Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganzen Donations. Ich hoffe, der Großteil ist mir jetzt nicht zu böse mit dem Mining Rig.
Hat man schon was gedacht, aber nein, sag nix, weil gleich bloß wieder gescheit daherrennen und ist da wieder, rentiert sich nicht, die find ich nicht gut, der Schei lass einfach, stell's in den Keller runter, schauen wir mal, was passiert. Ich kann mein Maul nicht halten. Ihr werdet's mich schon nicht umbringen. Außerdem stehen da jetzt nicht 50.000 Euro, sondern 2. Nicht einmal 2. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Donations. Danke für die ganzen neuen Mitglieder. Danke für die ganzen alten Mitglieder. Press Triple F für die Moderatoren. Herzalsspam für die Lieblingsnachbarn. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr. Vorausgesetzt, der Herrin raucht nicht alles ab, nachdem ich das Ding da jetzt dann zusammenbastelt. Und dann der I-Song. Ein Like auf YouTube nicht vergessen. Die Twitcher gehen gefälligst auf YouTube um und drücken einen Like. Und wenn sie es nicht tun, dann leg mir am Arsch! Ich find's super, der August auf dem Ofen sagt zum Abschied, halbe Dirt. Ich hab ihn immer noch nicht verstanden, Mr. Mesh. Ich mag aber auch nicht, dass man erklärst, weil das macht einen Witz kaputt. Vielleicht verstehe ich ihn eines Tages. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für alles, Leute. Es ist super, wieder da zu sein. Wir sehen uns am Mittwoch mit Mobile Kruzifix, Live-Kruzifix wahrscheinlich. Und jetzt haut euch ins Bett. Ich muss jetzt da ein paar Sachen umstecken und umbauen und dann sehen wir uns im Discord vielleicht noch. Bis spät in die Nacht hinein. Ah. Bussi auf das Nussi. Schleichen Sie sich davon. Hobby! Hashtag Sir Lansley Lot. Sir Lansley Loot. Entschuldigung. Sehen wir uns am